Ja, stirb endlich. Schau der Twirmer von unten da, oder von oben, oder von alle Seiten, von mir aus auch von drinnen, aber können wir ja nicht mehr gegen Quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da irgendwas finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Waystone. Ja, sagt man's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf er erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterhergibt. Mein Gott, hey. Manchmal muss ich echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so bei Zeiten. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Schandtaten einfällt. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da die wackelt mit der... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen. Ja? Freunde der Sonne. Ja? Ich hab meine Hände da. Ich halte da einen Controller. Ja? Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Ne? Noch wo. Ja, das wird nicht funktionieren. In Assassin's Creed. Glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo es mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus. Richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage. Ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Game Freak, was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fix da mal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Wenn du jetzt Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt ein Zweifel auf da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Holt sein Bittchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Boah, leck, Alter, bist du behindert. Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, das sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ah ja, der wäre perfekt. Freunde der Sonne, so versteckt man im Jahr 2023 in Assassin's Creed Brotherhood Leichen. Ja? Die ist quasi unsichtbar.
Die kann nicht entdeckt werden. Da. Er macht einen Stage-Diver. Das ist perfekt. Das war natürlich geplant, gell? Das ist aber hoffentlich klar. Das ist aber hoffentlich klar, dass das geplant war. Oh Mann. Seht ihr was? Ja gut, draußen fährt der Sanker schon umeinander. Den brauche ich jetzt dann. Es ist nicht dein Ernst. Du verarschst mich doch gerade. Ah, wieder in die Leck. Heilige Scheiße. Was zur... Oh, leck mich am Arsch. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. So. Grüß Gott beieinander. Habe ich die Wifi, habe ich die Birgit, habe ich die Panzerknacker, habe ich die Ripsi. Grüß Gott beieinander. Wie geht's euch? Alles zauberhaft. Noch. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie lang. Wie geht's euch? Schön, dass du warst. Einen wunderschönen Mittwochnachmittag. Oder Frühabend. Keine Ahnung. Sucht es euch aus. Sucht es euch aus, was haben möchtet. Noch ist alles zauberhaft. Ja, noch ist alles zauberhaft. Die Frage ist, wie lang? Ich fürchte nicht lang. Eher mehr statt scheren, aber muss man durch. Aue, wo zwickt's? Ich hoffe nicht zu weit. Ich hoffe, es fällt nicht zu weit. Aber schauen wir mal. Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe vor heute absolut kein gutes Gefühl. Ich habe vor heute absolut kein gutes Gefühl. Nachdem, was letztes Mal schon so ist, sehr wenig gewesen ist, weiß ich nicht, was ich vor heute noch halten soll. Also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich hoffe, wir schaffen das Spiel heute durch, weil ich glaube, noch mehr ein Stream der Bock ist nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, noch mehr an Madison Stream, glaube ich, der Bock mein Kopf nicht. Gott sei Dank, Feierabend und Stream, das tut halt gut. Ja, das Projekt kann ein wenig flauschiger sein, aber ja, Hauptsache Feierabend. Ich hab heute und morgen tatsächlich Freischicht. Ja, also ich habe jetzt noch Nachtschicht gehabt, bis einschließlich heute in der Früh um 6 Uhr. Jetzt habe ich quasi 2 Tage frei und am Freitag, Samstag mal wieder Frühschicht machen. Aber gut, schauen wir mal. Ah. Ich habe jetzt übrigens am Montag, glaube ich, ja, Montag war's, habe ich mal abends noch nach dem Stream die Lords of the Fallen noch angeschaut und holy shit, das Spiel schaut so geistesgestört gut aus. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe da richtig Bock drauf, das zum Spielen. Sage ich Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. Deswegen ist ein weiterer Grund, wieso ich hoffe, dass wir heute mit Madison fertig werden, weil dann darf man nämlich am Wochenende schon damit anfangen, dann wahrscheinlich. Ne? Also müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt auf alle Fälle gleich einmal straight, wenn wir eine Reihe starten. Ich war vorher ganz kurz im Spiel und habe mich erkundigt, wo denn das Spiel jetzt mal gespeichert hat. Also im Endeffekt, wir müssen jetzt noch mal kurz den Strom wieder anschalten, da ist jetzt alles zappenduster, aber dann können wir straight wieder in den Raum gehen, wo die Uhren haben. Wir müssen uns jetzt quasi sofort um das Uhrenrätsel kümmern. Da müssen wir uns anschauen, was es mit diesem Uhrenrätsel auf sich hat. Und dann, ja, dann müssen wir halt einmal schauen, wie wir vorankommen. Keine Ahnung. Ich hab, wie gesagt, ich hab absolut kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Irgendwie glaube ich, dass Madison hat mir jetzt so die letzten 3 Streams, oder ist es halt der 4.? Das ist der 4. Stream halt. Die letzten 3 Streams hat mir Madison eins gelernt, und zwar das, dass das Spiel immer einen draufsetzt. Und letztes Mal war schon recht schlimm und es kann eigentlich nur schlimmer werden. So. Stellen wir einfach auf Winterzeit um. Ja, genau. Das machen wir. Oh. Was für Bitterli. dicke Steine! Titet die Schlüppis oder sie werden gnadenlos gesprengt. Dabatz 1 und flauschig. Heute gibt es wieder Clipgold. Ja, ich
Ich fürchte, heute gibt's wieder Clipgold, da hast du recht. Schlüppis ganz festziehen, weil die rutschen halt ganz gewaltig nach unten, wenn's da mal was in die Hose geht. Danke dir für deine 100 Bits und habe dir, grüß dich gut. Ich hoffe, du bist wieder halbwegs fit. Ich habe mitbekommen, dass du ein bisschen gesundheitlich angeschlagen bist. Seit halbe 3 Wochen mit übelst Nacken, Kopfschmerzen, heute und so generell eine komische Woche bis jetzt, aber darf es auch mal geben, kann nicht immer alles flauschig sein, einfach immer positiv bleiben und dann hat das schon hin. Gute Einstellung, Ripsy, an der Stelle von meiner Seite natürlich gute Besserung. Ich hoffe, ich kann dir heute mit Madison den einen oder anderen Lacher bieten, wovon ich jetzt einfach mal schwer ausgehe, weil wir haben ja festgestellt, es findet es deutlich witziger als wie ich. Ja? Also in diesem Sinne, angenehmen Aufenthalt gewünscht. Besser als die letzten Tage, danke, sehr schön, das hört man gern. Das hört man gerne und deine Richtung natürlich auch von Herzen gute Besserung, ne? Das ist hoffentlich auch klar. Naja, was wäre jetzt das da heute werden? Ich mag es eigentlich nicht rausfinden, aber es hilft nicht, wir müssen mal durchbeißen. Das wird nicht anders. Und trotzdem habe ich einfach keinen Bock nicht. Ich sag's euch einfach, ich hab so keinen Bock nicht. Bin erstaunt, dass sie Teil nicht richtig ausgesprochen hat. Ja, also ganz für die Tonne ist die Tussi dann wohl nicht. Also ich hab schon mal geschaut, ob man, also in Streamlabs geht's leider nicht. Ich wollte nämlich schon mal schauen, ob man da die männliche Stimme auch einstellen kann. Weil ich es mal probieren wollte, wie die männliche Stimme ist. Aber Streamlabs hat wohl nur eine weibliche. Oder ich bin einfach zu dumm zum Schauen und seh's nicht. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, die weibliche, die passt ja schon an und für sich. Würde ich fast behaupten. Müssen wir mal schauen. Ja, ist jetzt sowieso. Ich habe ja jetzt quasi so 2 Hauptbausteine, die wo sie ändern wollte, habe ich ja schon abgehakt. Also das eine ist Overlay, dann haben wir einmal einen Merch wieder an den Start gebracht und das dritte, was ich noch machen möchte, das ist mein Bot wechseln. Aber da muss ich Zeit finden. Da muss ich und der YBO müssen wir da Zeit haben dafür, weil ich will auch auf den Streamer-Bot wechseln. Also bis auf, also nicht komplett alles, aber halt so das Grundlegende. Also die Alerts, die bleiben bei Streamlabs, weil ich sag's irgendwie, ich hab keinen Bock, das wieder alles einzustellen. Und bei Streamlabs geht das tatsächlich recht unkompliziert und schnell. Aber da muss ich mal schauen, ob und wann wir das machen. Keine Ahnung. Was ich heute auch festgestellt habe, das ist scheinbar schon seit Wochen oder so, mir hat's aus dem Stream die ganzen Tags ausgeworfen. Aus welchem Grund auch immer. Heute wie so vor einer Viertelstunde oder so, wie ich mein Stream-Info aktualisiert habe, sage ich so, hey, ich hab gar keine Tags mehr drinstehen. Total komisch. Aber gut, haben wir auch wieder behoben. Und Ripsi, danke für den Lurk. Na gut, Freunde, es ist 2 vor 5, ich fange mal ein bisschen eher an. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich das Spiel heute durchbringe. Letzte Woche hat es geheißen, einen Stream braucht man weiter. Also ich schätze jetzt mal, keine Ahnung, ob wir es auf 2 Stunden schaffen. Mal gucken, hängt wahrscheinlich jetzt schwer davon ab, was das mit diesem Uhrenrätsel auf sich hat. Und ja, dann werden wir es schon sehen. Ganz wichtig wieder für euch, ne? Das wisst ihr von den letzten 3 Mal schon. Gerade bei Madison ist das wichtig. Licht aus, Sound auf, Hosen ausziehen, Quellekatalog unterlegen, Zeitungen helfen uns da nichts. Das ist eine andere Nummer. Zeitungen könnt ihr bei Resi unterlegen, da hält die ganz gut stand. Bei Madison hilft der Zeitung nichts mehr. Da kannst du heimschreiben, dass du gefallen bist. Du kannst das direkt in die Zeitung einschreiben, dass das nicht hingehauen hat. So, habe ich die zurück vom Haare föhnen, WB Birgit. Ich hoffe, mit Druck keine Haare und einen halbwegs ausgeruhten Körper. Was ja gepowernappt, was ich so mitgekriegt habe. Gut, Freunde, es hilft eh nicht. Schauen wir ins Spiel. Schauen wir es uns an. Hoffentlich ein letztes Mal. Hoffentlich kommen wir durch. Wenn wir es halt nicht schaffen, dann flippe ich komplett aus. Dann meine ich, weiß ich nicht. Oh Gott. Es hatten so schöne Spiele auf dem Markt. Nein, wir müssen Madison spielen. Weil warum nicht? Wir brauchen einen Hauptbildschirm. Ja genau, da war ja was. Jo, ja, habe die Ehre, Meskalin, habe die Ehre, grüß euch. Wie geht's euch? Das habt's keinen Ton. Entschuldigung. Jetzt habt's Ton. Ja, hurra! Hab ich Bock drauf. Ja, ein bisschen nachmittags schlafen, aber nicht viel. Ja, besser ist nix. So, Spiel laden. Da haben wir letztes Mal stehen geblieben, da haben wir so ein komisches Fahrstuhlrätsel noch gemacht.
Wir haben ja letztes Mal außerdem schon 2 Buchstaben gefunden für dieses Zahlenschloss, was in dem Zimmer drin ist, wo die 4 Maria-Statuen haben, und denen wo jetzt Blut aus den Augen rennt. Billinger! Schon wieder 19 Monate. Und für 3 Monate im Voraus, Billinger, holy shit, vielen lieben Dank für deinen Resub in 3 Monaten im Voraus. Dankeschön, insgesamt jetzt 19 Monate dabei. Vielen lieben Dank, weiterhin willkommen und viel Spaß. Ich hoffe, dir geht's gut. Name einer! Würde ich sagen. Da warten wir halt noch. Ich hab gehört, du gibst Hosenriefel vom Feinsten. Ja, habe ich dir Preis. Jetzt gibt's wieder Hosenrefill vom Feinsten. Ja, ich hoffe. Nein, bei mir nicht, weil ich hab keine Hosen hoch, tatsächlich. Ich hab 2 Quellekatalog gestapelt unter mir liegen, ne? Damit nichts passiert. Alter, danke für 23 Monate. Du bist da schon ewig lang dabei. Holy fucking shit. Vielen lieben Dank, weiterhin willkommen und ich hoffe, dir geht's soweit gut. Habe ich vorher erwähnt, das Spiel hat an der Stelle das letzte Mal gespeichert. Wir müssen jetzt einfach den Strom wieder anschalten, dann haben wir wieder im Endeffekt da, wo wir aufgehört haben. Ich werde jetzt da nicht blitzen, oder was? Pass auf, willkommen, sollen wir einen Dämon gleich mal willkommen heißen? Da geht's her. Nächstes da. Scherde, du bist schon angestumpft, Brudi, da musst du jetzt schon ein bisschen was Neues einfallen lassen, ne? Also ich hoffe, das hat jetzt den einen oder anderen gerissen. Wahrscheinlich eher nicht, weil ich hab's ja predikten können. Und YBO habe ich deren. So, wir rennen jetzt da einfach im Stock finstern, weil ich weiß, dass da jetzt nichts passiert. Ne? Wenn man weiß, dass nichts passiert, dann tut es sich gleich leichter. Ja? Und der mal schnell einen Keller runterfetzen und dann schaltet man Strom wieder ein und dann gehen wir da unten, also da rein in das Uhrenzimmer, wo wir dann das Rätsel machen müssen, wo wir letztes Mal im Endeffekt stehen geblieben sind. Ne? Und dann kriegen wir das schon hin. Meiner die. So, Strom haben wir wieder. Es werde Licht. Und dann müssen wir da rein. Da haben wir ja letztes Mal noch den Schlüssel gefunden. So. So, die Tür ist offen. Dann gehen wir da oben. Da müssen wir uns einmal genau anschauen, wo jetzt Phase ist. God. My body. My hands. This is what the priest was talking about. That thing is feeding off of me. YBO, an der Stelle, ich habe eine Frage an dich. Es geht um einen technischen Sachverhalt. Und zwar, bist du technisch so bewandert, dass du Laptops reparieren kannst? Zufälligerweise. So. TikTok ist nach wie immer an allem schuld, ne? The house is full of clocks. TikTok ist wie immer an allem schuld. Ne? War gut, dass ich die App nicht hab. Okay, so. Da haben wir Stiebel im letzten Mal. Da hinten ist noch etwas drinnen, irgendein Hinweis auf ein Zahlenschloss. Ne? Da haben wir noch unseren guten Bolzenschneider. So. So, da haben wir 3 left. Also 3 links, 12 rechts. Ne? Das ist irgendeine Kombi für einen Zahlenschloss. Da geht aber ein Buchstabe, also beziehungsweise eine Zahl ab. Ne? Wir müssen quasi, ich vermute jetzt einfach einmal, weil jetzt kann ich ja wieder häufig klare Gedanken schirmen, ich vermute jetzt einfach, wir müssen irgendwo im Haus noch die 3. Zahl finden. Aber wo diese 3. Zahl ist, das weiß niemand. Wahrscheinlich. Alter, mir wird gerade bewusst, dass jetzt wirklich fast 2 Jahre her ist, wo ich in einem Stream einer gerumpelt bin und hab mir gedacht, Lust einmal einen Sub da, da ist ganz lustig. Ja, sagst du mal, wo dich das hingeführt hat. Ja, jetzt bist mit einem Sub probehalber mal angefangen und jetzt sind schon 23. Holy shit. Aber schön, mich gefreut, dass du hängen geblieben bist. Abgesehen davon. Kommt drauf, wo du kaputt bist. Lüfter. Lüfter kaputt. Beziehungsweise Lüfter macht Geräusche. Grandpa used to work in here. So. Das Ziel ist wahrscheinlich da in die Tür da einzukommen, aber das andere macht der kann sie, oder ist die off? Weiß ich gar nicht mehr. Nein, die ist natürlich nicht off, ist ja klar. Okay, was haben wir? Es hat auch irgendwas mit den Kuckucksuhren zum tun. Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, für was die Kuckucksuhren im ganzen Haus versteckt haben. Mit denen haben wir bisher noch überhaupt nichts anfangen können. Da haben jetzt wie viel? Eine? Da steht die 2. und da hinten ist die. Und das 3.
Und 3 Kuckucksuhren. Ah, warte mal. Das soll ja kein Problem sein. Weil ja, da müssen wir uns vielleicht, weiß ich nicht, entweder, ja, morgen, können wir uns morgen einmal drüber unterhalten, weil quasi, ich hab, meine Schwägerin hat meinen Laptop, den Laptop, wo ich früher gehabt habe, den hat jetzt meine Schwägerin. Den hat schon eine ganze Zeit und der Lüfter fängt langsam an, ein wenig Geräusche zu machen. Und es hat geheißen, dass das Tausch gehört. Und jetzt habe ich zu ihr gesagt, ich frage dir mal, ob du das zufällig kannst. Und ja, war cool, wenn wir uns da mal zusammenschmerzen könnten. Ich sage, es ist Zeit für Kaffee oder Brotzeit. Brotzeit und Kaffee. Ich hab schon gejausen, ich noch nicht. Jetzt passt auf, Freunde, jetzt müssen wir uns einmal, jetzt nehmen wir mal alle zusammen unsere Sinne zusammen, okay? Und schauen wir mal. Was mir da gerade auffällt, die Uhren an der Wand haben alle die gleiche Uhrzeit. Da ist jetzt quasi 20 nach 8. Sag ich das richtig? Da ist 20 nach 8. Hey, die haben da ganz andere, die haben da auch andere Momente mal. Ah, jede Wand hat da eine andere Uhrzeit, oder was? Tatsächlich. Jetzt pass auf. Okay, jetzt pass auf. Die Uhr, bei denen ist 20 nach 8. Bei denen ist halb 10. Und bei denen ist 10 nach 5. Das heißt wahrscheinlich... Ja, Moment einmal. Ja, aber was soll ich denn mit den Uhren tun? Wahrscheinlich, die Uhrzeit von der Uhr da passt ja nicht zu der da. Also quasi nicht. Die Kuckucksuhr hat eine andere Uhrzeit wie die an der Wand. Das kann... Also ich kann mir jetzt eventuell vorstellen, dass die Kuckucksuhren die gleiche Uhrzeit haben muss wie die anderen Uhren an der Wand. Die Frage ist, wie kann ich mit den Kuckucksuhren interagieren? Weil ich kann ja mit denen quasi nichts tun. Oder kann ich es mit dem Bolzenschneider aufstellen? Ja, wahrscheinlich nicht. Dem geht auch nichts. Mit dem Hammer geht auch nichts. Wir müssen mal irgendwas finden, damit wir im Haus... Wir müssen im Haus wahrscheinlich irgendwas finden, damit wir mit den scheiß Kuckucksuhren da interagieren können. Und da werden wir wahrscheinlich den... Wo haben denn die Tresor? Wir haben doch im Haus Tresor gefunden. Irgendwo. Ich hätte jetzt gerne einen Schweizer Wurstsalat. Ja, der war jetzt besser wie Madison. Aber die Kuckucksuhr nicht, oder? Bei 20 nach 8? Bei 20 nach 8? Nein, bei der ist... 10 nach halb 7. Ja, 10 nach halb 7. Ja, das meine ich schon so, dass die Uhren, die Kuckucksuhren, müssen die gleiche Uhrzeit haben, wie die an der Wand haben. Okay, das darf Sinn machen. Das heißt aber jetzt praktisch, wir müssen mal irgendwie den Tresor aufkriegen. Und der Tresor, da war doch dahinter, wo wir damals das Beidel geholt haben, das Runde. Da waren doch 2 Tresor drin, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir müssen jetzt quasi, glaube ich, die Kombination finden. Also die dritte Zahl für die Kombination von dem Safe. Und dann meine ich 3 links, 12, bla bla bla. Und dann kann man vielleicht da etwas finden. Dann kann man vielleicht etwas finden, was uns weiterhilft. Das heißt, ja, okay, das heißt aber jetzt erst einmal, wir müssen das Haus durchsuchen. Wir müssen irgendwo die dritte Zahl herbringen. Wir müssen irgendwoher die dritte Zahl herbringen. Lexi, habe ich die tauscht das weniger eher, ob man ein gescheites Ersatzteil kriegt. Ja, wie gesagt, da müssen wir uns unterhalten. Da muss ich mich auch mit meiner Schwägerin nochmal kurz schließen. So, jetzt schauen wir mal. Leck mich, du Arschloch! Oh, das geht ja schon wieder gut, ey. Ich hab halt einfach keinen Bock mehr. So, okay, wir müssen irgendwo... Warum geht denn hier zu schnell? Oh, ich hab jetzt gerade voll den Turbogang drin gehabt. So, das Klo, da haben wir ja letztes Mal... Da haben wir einen Betonklotz gefunden, wo sie mit dem... Ja gut, aber jetzt, pass auf, jetzt haben wir eigentlich eh schon da. Dann kann man ja... Dann kann man ja das eigentlich... Dann machen wir es halt nur mehr auch, weil... Wenn wir jetzt haben wir eh schon da... Dann werden wir es schon irgendwie... hinbringen. Hallo? So. Na, Scheißhaus aufmachen.
So, da kommt jetzt dann irgendeine Cutscene. Ja, genau. Das hören wir uns nochmal an, haben wir beim letzten Mal schon gesehen, aber, ne? How many times do I have to tell you there's nobody in this house? Al. I'm done with your bullshit. Albert, listen to me. It's just a book. Warte, A Matze, fucking over there. book, Elizabeth. See? There's no one here. It doesn't exist. It's not real, goddammit. I know everything that's happening to me has something to do with it. Ja, da hinten liegt Deps. No, it's It's a disease, Elizabeth. You are sick for the Lord's sake. not sick. You'll end up losing your mind if you don't cut the crap. That book has nothing to do with your illness. I wish you stopped acting like a child. Stop hiding our stuff and take your goddamn pills. Jesus! Do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? I'm telling you that fucking thing is what's causing this Enough, for me. Elizabeth! Stop acting like a 10-year-old and go to bed. Albert, everything started the day we brought that fucking book to this house. It's a disease. Wo sind wir, Birchel? If you don't believe me, I will leave this place. I'm done. And I'm taking Johnny with me. We are not staying here. Hey, wait a minute. This is way too much. You're paranoid, Ellie. It's 4 a.m., Elizabeth. Just go back to bed before we wake up Johnny. Come on. We can talk about this now. You're gonna regret this. You'll end up all alone. Just you and your stupid fucking clock. Genau, das haben wir ja beim letzten Mal noch. Da kannst du bitte... Genau, ich wollte gerade... Hallo, Licht an! Licht an, habe ich gesagt. Da, das haben wir ja beim letzten Mal noch gesagt. Ich verstehe halt jetzt eins nicht so ganz. Und zwar ist das Thema. Redet sie von dem Dämon, der wo da offensichtlich der wo von Anfang an schon da ist, ne? Der ist ja von Anfang an da. Aber sie redet von irgendeinem Birchel. Das ist wahrscheinlich das Birchel gemeint, wo es darum handelt, dieses Ritual zu vollziehen, ne? Diesen Körpertausch. Haben wir ja letztes Mal auch gelernt, ne? Haben wir ja mitgekriegt, dass du letztes Mal, dass du die Madison scheinbar ein Ritual vollziehen wollt, um mit irgendwen wieder zu sprechen. Und das ist halt offenkundig massiv nach hinten losgegangen. So, und da haben wir irgendetwas. Wer ist das? Okay, das ist jetzt natürlich ein angenehmer Zufall. Was haben wir mir vorher gehabt? 3 links, 12 irgendwas und 8 wieder links. Dann heißt es wahrscheinlich 3 links, 12 rechts, 8 links. Weil Kombination geht ja nie in eine Richtung, oder? Macht ja keinen Sinn. Also merken wir uns einmal 3 links, 12 rechts, 8 links. Danke, Wifi. Matze, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So. Das heißt jetzt, wir haben jetzt eine Kombination für den Save. Und der Save ist einem komischen Geweihviech da, das wo am der Wand hinten links durch die Tür durch. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie... Oh Gott. Oh. Wie soll ich nicht das schaffen, hey? Leute, wie soll ich denn das schaffen? Jetzt schauen wir mal. Der kommt da jetzt wahrscheinlich gleich an mich irgendwann, oder? Je näher, wo wir da hinkommen, wo wir hin müssen, oder immer da, wo wir lang müssen, da kommt das Viech daher, 100%. Weißt du, und jetzt ist in dem Haus auch so eine derartig kreiselige Muse, das aus ist. Ich weiß nicht, ob es ihr Herz, aber es ist so unfassbar unangenehm. Es ist so unangenehm einfach. So, jetzt macht da auf alle Fälle mal zu. Damit wir mal in Ruhe schauen können. Die Frage ist jetzt für wo... Was haben wir da? If you need the combination, you know where to find it. Da ist eine Uhr drauf. Das heißt... Ja, wahrscheinlich werden wir den Safe da brauchen, oder? Da steht aber noch eine herin. Ja, okay. Was haben wir gesagt? 3 links, 12 rechts, 8 links. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Und dann... Warte, jetzt haben wir verzeiht. Fuck! Nochmal. 1, 2, 3 und jetzt 12 rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und dann nochmal 8 links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da schau her. Da haben wir jetzt eine Uhr. Ein Ziffernbladel. 5 Uhr 10. Also 10 nach 5 in der Früh. So, was haben wir da noch für einen Zettel? John, mein Sohn, ich bin alt geworden und war schon so lange auf dieser Welt. Ich bin stolz darauf, was für ein Mann du geworden bist. Und ich bin so glücklich über die Zeit mit meinen beiden Enkelkindern Luca und Chanel, die du mir geschenkt hast. Wollte ich gerade sagen, der John ist quasi unser Papa und mir haben wir ja der Luca. Ne? Das ist ja offensichtlich bekannt. Ich schreibe diesen Brief, damit du eines Tages das alles verstehen kannst, was mir gerade durch den Kopf geht. Und um die Geschichten zu widerlegen, dass ich ein alter Wirrkopf sei. Gott existiert und Satan ebenfalls. Mein ganzes Leben lang wollte ich nicht daran glauben, doch mit der Zeit wurde mir klar, dass ich völlig falsch lag. Deine Mutter ist überhaupt nicht krank gewesen, doch ich konnte ihr trauriges Ende nicht abwenden. Es mag weit hergeholt klingen, aber Blue Knees ist real. Wer ist denn jetzt Blue Knees? Keiner von den Fachleuten konnte die Ursache für ihren Zustand herausfinden, ganz zu schweigen von einer Behandlung, um mir diesen Kampf zu erleichtern. Ich wünschte wirklich, dass ich in der Zeit zurückreisen könnte, um mir zu sagen, ich glaube dir. Okay, wer ist denn... Blue Knees? Was zum Fick ist Blue Knees? Okay, wir haben jetzt da ein Ziffernbladel. 10 nach 5. Prof. Barbieri, grüß dich gut. Mein Herz, sehr gut. 9.12. 9.12. Lexi, ich weiß jetzt nicht, was du sagen möchtest damit, aber... Ja, okay, wir haben jetzt ein Ziffernblatt. Aber was soll ich mit denen jetzt? Ja, schauen wir mal. Und, ach, die kehren da rein! Oder, Caddy? Paula, kannst du bitte mal aufhören, in dem Stuhl zu laminieren? Du machst mich fix und fertig. Ohne Witz. Du machst dich gerade fix. Du kannst es jederzeit an einen anderen spielen, aber bitte nicht bei mir. Das ist nicht plauschig. Das ist nicht deiner würdig. Stop it, Kind. Ja. Macht mich sogar meine eigene Hosen noch narrisch. So. 5 nach 10. Was haben wir für 3 Uhrzeiten in dem Zimmer unten gehabt? Halbe 10? 10 nach halbe 8? Und was haben wir noch gehabt? Zehn nach 5 haben wir nicht gehabt, oder? 10 nach 5. Ach so, ich muss... Ah, das Ziffernblatt... Ah! Okay, das muss man tauschen quasi. Das ist jetzt 10 vor halb 8. Ah, kann das sein? Ah, das ist 10 vor halb 9, oder? Ja, das ist 10 vor halb 9. Ja, nehmen wir das einmal mit. Das wird dann schon irgendwie passen. Wird dann schon... Wow! Ja, jetzt schauen wir nochmal ins Uhrenzimmer. Was ist denn das überhaupt für ein Raum? Abgeschlossen. Okay. Schauen wir nochmal ins Uhrenzimmer, dann werden wir dann schon herausfinden, was wir für Uhrzeiten brauchen. Was haben wir jetzt dabei? 20 nach 8. 20 nach 8 ist, Freunde der Sonne. Jetzt schauen wir da mal. Irgendwie werden wir das schon in Erfahrung bringen, was wir jetzt passt so macht. So. Wir haben da auf alle Fälle irgendwas mit 8 haben wir gehabt. Ja, da schau her. Das ist 20 nach 8. Sechst du es da? Jetzt pass auf, jetzt gehört dann das nach Adam und Riese ja dann da einer, oder? Und dann nehmen wir das mit. Und das ist halt 6:40 Uhr. Also amerikanische Uhrzeit. Jetzt passt's auf. Was haben wir jetzt? 20 nach 8 haben wir, das passt. Dann braucht man... Was ist das? Was ist das für Uhrzeit? Ich darf die große Uhr hernehmen, gell? Da brauchen wir halbe 10, also 9:30 Uhr, amerikanische Uhrzeit. 9:30 Uhr brauchen wir noch. 9:30 Uhr. 5 vor 12, also 11:55 Uhr. 9:30 Uhr, 11:55 Uhr. Und, was brauchen wir noch? Dann brauchen wir noch 5 nach 10. 10 nach 5. Fuck, das Ding
Das Ding haben wir gerade hinten lassen. Die Uhr hätten wir tatsächlich braucht. Die hätten wir tatsächlich braucht. 5:10 Uhr, das haben wir vorher in der Hand gehabt. Ja, da müssen wir noch mehr auf. Das hilft das nichts. Was haben wir jetzt dabei? 46 brauchen wir nicht. Bitte im Chat mitschreiben, was wir für Uhrzeiten brauchen. Okay? Bitte, Dankeschön. So, jetzt schauen wir nochmal. 10 nach 5 haben wir da hinten gerade reingehängt. 10 nach 5 haben wir da hinten gerade reingehängt. Wenn wir nur mal schauen. Boah, die Jumpscares, die sind so reidig gemacht, das ist so Wahnsinn. Es ist einfach absoluter Wahnsinn, wie geisteskrank diese Jumpscares gesetzt sind. Das kann da 10-mal passieren und du die reißt vom Sessel. Das ist so gestört gemacht. Das ist so gestört gemacht. 9:30, 11:55, 5:10 Uhr, okay. Ja, das ist 10 nach 5, 6 ist tot. Dann nehmen wir da 6:40 rein, weil das brauchen wir safe nicht. So, dann nehmen wir 10 nach 5 mit, wieder oben ins Uhrenzimmer und da gleich mal die Uhr richtig setzen. Damit das schon mal Hände und Füße kriegt, statt. Das Ganze. Damit das Ganze schon mal Hände und Füße kriegt. Mich am Arsch. Weil ich schwitze halt einfach jetzt schon, es ist eigentlich nichts passiert, bis auf ein paar Jumpscares. Ich schwitze halt einfach jetzt schon. Okay, 10 nach 5. 10 nach 5 war die Uhr da. Oder? Ja, das ist die 10 nach 5 Uhr. Dann nehmen wir die da rein. Hast du eigentlich schon in den anderen Tresor geschaut? Nein, aber ich hab da habe ich ehrlich gesagt noch keine Kombination nicht gefunden. Also glaube ich zumindest. Okay, jetzt passt auf, was haben wir? Wir haben 10 nach 5 und wir haben 10 nach 5 und wir haben 10 vor halb 8. Also quasi 8:20 Uhr ist abgehakt, 5:10 Uhr ist abgehakt. Wir brauchen noch 9:30 Uhr. 9:30 Uhr und 11:55 Uhr, meine ich, oder? Genau, 9:30 Uhr, 11:55 Uhr, Freunde der Sonne. Da habt ihr schon den ersten Clip, ja? Der Prof ist schon wieder fleißig. Okay, Moment einmal, jetzt müssen wir mal sinnieren. Wo haben denn überall Kuckucksuhren gewesen? Wir haben eine in der Kirche, wir haben eine am Anfang vom Spiel in dem Gang, wir haben eine am Dachboden. Und sonst? Die hinten ist raus, die wo da vor dem Zimmer steht mit dem roten Lichtel. Die ist raus. Weil die haben wir ja. Dann bleiben uns eigentlich nur noch 3 Kuckucksuhren über. Und von den 3 Kuckucksuhren müssen 2 Zeiten dabei sein, die wir jetzt brauchen. In dem Fall 9:30 Uhr und 11:55 Uhr. Wo waren wir schon? Hinter dem Gang. Wir waren bisher nur hinter dem Gang. Da die Vorschlag gehen wir gleich straight links auf für den Dachboden. Weil da ist auch eine Uhr um. Und schauen wir uns an, was da für eine Uhrzeit um ist. Kirch, Dachboden, Eingang. Genau, das sind jetzt die 3 Kuckucksuhren, die wo wir noch normalerweise haben. Vielleicht übersehen. Oh, wer rechnet denn auch mit dem? Du kannst den Jumpscare halt einfach nicht vorhersehen, gell? Das ist brutal. So, was brauchen wir noch? 9:30 Uhr, 6. Jackpot, haben wir schon. 7:45 weg. 9:30 Uhr mit. Das heißt, 11:55 ist die Uhr, wo uns noch überbleibt. Die müssen wir noch finden. Also Dachboden im Endeffekt können wir auch einen Haken dran sitzen. Müssen wir nicht mehr auf. Jetzt schauen wir mal, ob wir die da gleich setzen können. Normalerweise schon. Also ich hoffe jetzt einmal, dass das Rätsel so funktioniert, weil sonst, wenn das jetzt falsch ist, dann kann man wieder schießen gehen. So. Da brauchen wir 9:30 Uhr. Die müssen wir jetzt da haben. So, und das ist 4:20 Uhr, völlig irrelevant, die brauchen wir nicht. Alles, was wir da brauchen, ist 11:55 Uhr in der Kirche oder im Eingang. Müssen wir gleich mal schauen. Schauen wir gleich in die Kirche, weil das ist ums Eck im Endeffekt. Schon beinahe. Das werden wir ihm schon irgendwie lösen. So, jetzt, ich stelle mir jetzt mal darauf ein, dass wenn ich jetzt da in die Kirche gehe, dass das Viech wieder mir entgegenspringt, weil wir kommen auf eine Uhr hin. Ne? Irgendwie glaube ich, je näher du an einer gewissen Kuckucksuhr kommst, umso öfter triggert das Viech. Kann ich mir vorstellen. Oder auch nicht. Okay. Was haben wir jetzt da? Das ist
Ja, 2 nach 5, das brauchen wir quasi nicht. Okay, dann ist die Uhr quasi raus, dann haben wir eigentlich nur noch eine am Eingang. Oder im Eingang. Der Stuhl hat sich aber jetzt wirklich bewegt, oder? Ja, okay. Dann bleibt nur noch die im Eingang. Ja, genau, da... Boah, legt der Zirkelstor. Was man jetzt mal machen kann, ist, glaube ich, auch mal ein bisschen was einlagern, was wir nicht mehr brauchen. Also, ich bin mir jetzt eigentlich fast sicher, dass wir den Hammer nicht mehr brauchen und ich glaube auch, dass wir die Brechstange nicht mehr brauchen. Einen Bolzenschneider brauchen wir vielleicht noch einmal. Was wir mit dem Ding da sollen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Lassen wir mal dabei, die Uhr brauchen wir zum Tauschen, logischerweise, und der Rest ist irrelevant. Okay. Eingangsuhr 11:55 Uhr brauchen wir. 11:55 Uhr. Jackpot, die haben wir da. So, dann setzen wir da das Ziffernbladel ein. Und nehmen wir 11:55 Uhr mit und dann wieder ab ins Uhrenzimmer und dann hoffen wir mal, dass wir richtig gerätselt haben. Dann hoffen wir einfach, dass wir da richtig gerätselt haben. Damit... Der wird... Was, jetzt ist zumindest so, dass ich mich ein ganz kleines bisschen auf den eingestellt habe, aber er schreckt mich halt trotzdem gnadenlos, gell? Der schreckt mich halt einfach trotzdem gnadenlos. Heute ist der Dämon aber wirklich lästig. Das habe ich aber fast vermutet, dass der jetzt schon stark richtig zintig wird. Das habe ich fast vorhergesehen, dass der langsam die Bude auf links dreht. War mir eigentlich fast klar, dass das passiert. Der hübschere ist er nicht. Ja, nein, nicht wirklich. Betonblock vielleicht zum Anhänger, wenn du das saufen möchtest. Du brauchst, ganz ehrlich, Birgit, der braucht den Betonblock gar nicht. Es gab ein Zimmer, da haben aktuell 4 Maria-Statuen drin, schauen zwar nicht mehr ganz so gesund aus, da hängt der Strick, da brauchst du die gerade draufstehen, das Thema ist erledigt. Dann haben wir ja löst. Der braucht den Betonblock zum Saufen gar nicht. Wenn du mich fragst, war der Hänger wahrscheinlich sogar noch der angenehmere Teil von den zwei. Haben beide nicht schön, aber ne, wenn ich jetzt... Na, sagen wir es, ist wurscht. Nicht, dass man Twitch da einen Strick draus trat. Keine Sorge, Twitch, keiner hat vor, sich umzubringen. Es ist rein aufs Spiel bezogen, okay? So, da haben wir jetzt 5 vor 12. Das heißt, da kennt nach Adam und Riese jetzt das Ziffernbladel rein und dann sollten wir im Glücksfall die Tür da hinten aufgehen. Ja, okay, das war's scheinbar. Jetzt dran sie alle Uhren. Ah, los mich. Aha. Er springt mich gleich irgendwo so. Los mich! Wie schwer ist jetzt? Verstehe die Frage nicht. Kann ich da jetzt aufmachen? Immer noch nicht. Ach, die stellt sich nur um, oder was? Ich verstehe die Frage nicht. Hä? Hä? Was soll ich jetzt machen? Hallo? Kann ich da jetzt nicht rein? Ja, aber wir haben doch das Rätsel gelöst, oder? Müsste da jetzt normal nicht die Tür aufgehen? Was hat das jetzt gebracht? Hallo? Okay. Hau mir einen Hammer drauf. Ja, nein, weil dann kann ja irgendwas aus dem Menü... Warte mal. Okay, nein, einen Bug habe ich keinen. Scheinbar. Die Zeit ist noch nicht gekommen, ja. Übel. Hä? Da ist zu.
Ich bin eingesperrt. Ja toll, und jetzt? Ich bin eingesperrt. Ich kann nichts machen. Mr. Prof, ist dieser Bug? Foto, gute Idee. Mr. Lexi, press, das gibt der Plus. Auf Foto habe ich jetzt überhaupt nicht spekuliert. Madison speichert, ist gut für uns. Ja, was ist denn das jetzt? It seems like he never finished this one. Also noch mehr Uhr. Okay. Noch mehr Uhr. Okay. Wir haben jetzt da so ein Uhrending gefunden, aber was hilft mir das jetzt? Kann ich da jetzt wieder aussehen? Betonglotz. Betonglotz, gut, stimmt! Wir haben ja einen Betonglotz gefunden. Ja, gut, hey, aber, ja, Moment einmal, jetzt pass auf, ich hänge jetzt. Nein, kann ich nicht. Da kann ich nicht dranhängen. Kann ich nicht dranhängen, okay. Ich glaube, der Dämon ist ein Uhrensohn. Mhm. Das hätte er da aber beim ersten Stream schon sagen können, dass der nicht ganz dicht ist. Oh, jetzt ist die Tür off. Ja, okay, ich habe jetzt einen Betonklotz und dann halt eine Uhr. Irgendeine unfertige Uhr. Aber was soll ich mit der jetzt machen, ist die Frage. Dämon wo? Nix. Oh, wir kriegen mal wieder einen Hinweis. I can't take this anymore. Alter, wir schauen mal auch nicht mehr wirklich gut aus, gell? My whole body is going numb. Why is this happening to me? This must be a combination or something. Freunde, das ist eine Kombination. Vielleicht für den zweiten Save hintet. Aber was soll das jetzt sein? Jetzt warte mal. Da haben rote Strich drauf. Jetzt, Moment einmal. Rote Strich. Also quasi. Ja, jetzt ist halt die Frage, geht's von innen nach außen oder von außen nach innen? Ich glaube auch von außen nach innen. Dann war jetzt rein theoretisch 1, 2, wenn wir mal nur die roten zählen. Weil ich vermute mal, die roten brauchen wir, weil bisher war alles so rot markiert und alles, was rot markiert war, haben wir braucht. Also vermute ich jetzt einfach mal, dass um den roten Safe geht, der wo dahinter steht, da wo der andere angestanden ist, wo wir das Ziffernblatt ausgezogen haben. Dann brauchen wir jetzt wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5 mit Pfeilspitzen 6 links. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5 rechts. Und 1, 2, 3, 4, 5 links. Kann das mal wer mitschreiben? 6 links, 5 rechts, 5 links. Dankeschön, Mr. Lexi. Jetzt kann ich mich wieder ein bisschen erinnern, was da war. Ich glaube, ich mag es nicht wissen. Nein, sag mir einfach nichts, ich mag es nicht wissen. Weil, wenn man jetzt sagst, was kommt, dann höre ich einfach straight auf Madison zum Spielen. Sag dir, wie es ist. Sag ich dir einfach, wie es ist. Schau, da habe ich die. Rudi, sag dir, wie es ist. So, müssen wir wieder in das andere Zimmer hinterher, weil da ist ja noch mehr Safe gewesen. Boah, die Uhr, die macht mich immer noch fertig, gell? So, machen wir da mit zu. Zumachen, habe ich gesagt. Mach die jetzt erst. So, was haben wir gerade? 6 links, 5 rechts, 5 links. Okay, 6 links. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, da liegt auch ein Verborgenheit drin. Was haben wir da? Johnny. Johnny. Das ist der Papa. Das ist das Zimmer vom Papa. Das ist, wenn du rausgehst, die eine Tür, die wo noch zugesperrt ist. Ist das im Bereich des Möglichen? Das müsste die Tür gewesen sein, oder? Ja, servus, Dämon, wie schaut's aus? Hast du Bock auf Jumpscare? I guess.
Da kommt er jetzt garantiert, 100%. Oder auch nicht. Okay. Man will mich nicht beschweren, ist ja recht so. So, noch Adam und Liz müssen die sein. Da ist die einzige die noch nicht offen ist in dem Haus. Tatsächlich. Alec, was ist denn die? Oh, you almost got me. Ja, ein ganz kleines bisschen. Ich hab ein bisschen gezuckt, gebe ich zu. Gebe ich zu, Shadow, ein bisschen hab ich gezuckt. So, was haben wir jetzt da? Mach die Tür zuerst. Weil die Tür nicht zu mal, doch. Zu. Oh, leck. So, erst mal Ghostbusters anhören vor dem Gehen. Das war Papas Zimmer. What happened in here? Da hängen ein Haufen Hagel. Da ist, was ist das, ein Haifisch? Ein Haifisch? Das ist ein Flauschnägel! Was war denn das? Hallo? Da liegt irgendetwas drin. Das ist ein Flauschnägel. Das ist Mats oder Paula. Wobei, nein, in dem Haus haben... Nein, das ist nicht Mats und Paula. Haben in dem Haus nichts verloren. So, da haben wir ein Hase. Das ist ein Ratz oder eine Maus. Und was ist das? Ein Betonglos. Schlangen. Da ist eine Schlange dran. Ja, nice. Was? Steht jetzt? Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da, während der Hai in den Tiefen diesen Plan erdachte. Das ist ein Rätsel. Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da, während der Hai in den Tiefen diesen Plan erdachte. Während der Hai diesen Plan erdachte. Moment einmal, da ist... Kann ich das nicht mehr? Das kann ich nicht mehr, tatsächlich. Da liegt auch noch Apps. Ah, ich glaube, ich verstehe es. Moment einmal. Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da, während der Hai in den Tiefen diesen Plan erdachte. Da geht es wahrscheinlich darum, wer wo hängt. Also versteht's, wie man der Hai verblieb... Pass auf. Also ich glaube, dass so funktioniert. Nur mal anhand des Beispiels vom Hai, während der Hai in den Tiefen diesen Plan erdachte. Das kann vielleicht bedeuten, dass man das schwerste Gewicht... Da geht es jetzt quasi, welches Gewicht hängst du wohin? Und das muss zusammenpassen mit dem Text. Also sprich praktisch gesagt, der Hai muss das schwerste Gewicht haben, weil der ist in den Tiefen, und der Hase muss dann quasi am Hähn hängen, weil der springt am Hähn. Häng mal einen Betonklotz hin, dass der Hase in der Luft hängt. Ja gut, der Hase ist jetzt... Jetzt pass auf, warte mal. Das ist der Schwere. Den hängen wir jetzt... Da mal dran. Dann fährt der Hai einmal ganz oben. Der Hai ist in den Tiefen. So, jetzt wollen wir mal schauen. Gehen wir einfach rückwärts, da haben wir uns leichter. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb. Also heißt, nach dem Hai ist die Schlange am tiefsten Punkt. Danach nochmal die Schlange. Die Schlange ist jetzt da. So, jetzt ist die Frage, jetzt pass auf. Da gehört dann, jetzt müssen wir mal schauen, was schwerer ist. Das ist offensichtlich eins von den leichteren. Dann gehört da wahrscheinlich das hin. Schlange unterhalb von der Ratz. Dann der Ratz kriegt dann vermutlich den leichteren Klotz. Dann bleibt eigentlich nur noch der Hase über. Ja gut, jetzt ist halt die Frage, wie schwer ist die Uhr, aber die Uhr ist normal niemals so schwer wie so ein Betonklotz. Aber das werden wir jetzt gleich herausfinden. Haben wir da was... Oder haben wir falsch? Ah, ist die Uhr tatsächlich schwerer? Siehst du das? Aber dann müssen wir... Jetzt pass auf. Na warte, das hat schon gestimmt, weil...
Okay. Gut, ich kann aber jetzt... Doch, wir haben es schon richtig, aber ich kann, weil ich nicht mehr interagieren kann. Ich kann die Dinger nicht mehr nehmen, wir haben es schon richtig. Wollen wir ein Foto machen? Ah. Okay. So this is the book that everyone was talking about? Blue Knees. Vor vielen, vielen Tagen gab es eine Kreatur mit unbekanntem Namen. Sie hatte stets alleine gelebt und nicht nach Gesellschaft gestrebt. In einer eisig kalten Nacht erlitt sie eine Plage und schlief dann für 2 Tage. Am 3. Tag... Boah, leck, Alter, was ist denn... Boah, leck, was ist denn das? Am 3. Tag erwachte sie in völliger Dunkelheit und fühlte sich geschunden. Oh Graus, ihre beiden Augen waren verschwunden. Alter, wer denkt sie denn sowas aus? Die Kreatur kroch aus dem Bett und krabbelte auf der Suche nach ihren Augen umher, doch sie fand diese nicht mehr. Sie kroch und schlurfte und ihre Knie wurden blau und taub, ihre kullerten Augen wurden zu Staub. Bis heute will sie es nicht eingestehen und ihre Suche muss fortbestehen. Jetzt nimm dich in Acht vor den Augen und schalte das Licht ein. Denn wenn du nicht entkommst, dann sind deine eigenen bald sein. Oh, haut. Na, bitte nicht. Um Gottes Willen, bitte nicht. Sag mir jetzt bitte nicht, dass mir jetzt noch irgendein Viech in der Bude verfolgt. Sag mir jetzt bitte nicht, dass mir jetzt gleich irgendein Viech verfolgt. Weil sonst, ich flipp ohne Scheiß, ich rast aus. Ich rast jetzt dann komplett aus, wenn mir jetzt noch irgendein Viech verfolgt. Zuzüglich zum Dämon. Oh, leck. Ich sage dir gleich, wenn du dann einen Anwalt nimmst, dann baust du kein Heisel nimmer. Das Heisel los ich wegreißen, da brauche ich keinen Anwalt nicht. Scheiß auf den Anwalt. Ach komm, fick dich halt dann, oder? Meinst du nicht, dass er der Dämon ist? Nein. Der Dämon schaut ganz anders aus. Der schaut nicht so aus. Er fürchtet das Licht, nutze etwas Helles, um dich zu schützen. Lass mich raten, jetzt geht dann das Licht in der Bude auch noch aus. Aber was ist denn das jetzt? Ah, hau doch ab. Das ist der Halbbruder vom Dämon. The room has changed. Okay, da muss man da muss irgendwas eine. Da muss... Was ist das? Hi, my name is I know Johnny. this is impossible, but I think Dad wrote this. Hi, my name is Johnny. Ja, toll. Abgeschlossen. Ach, ich muss da aussehen, oder was? Oder muss man das fotografieren, oder? Oh na, okay, und tschüss dann, ich bin raus.
Es gibt nicht viel, was ich mir in meinem Leben verlassen kann. Mein Bauchgefühl ist aber eins davon. Weil ich habe einen großen Bauch. Und ich hab mir am Montag, wie ich offline gegangen bin, habe ich mir gedacht, das wird nochmal richtig schlimm. So, und jetzt haben wir soweit. Mir verfolgt jetzt allen Ernstes irgendein so ein scheiß behindertes Mistviech ohne Augen und kaputte Knierscheiben. Was der schöne Fotos für einen machen. Ich bin richtig scharf drauf, jetzt den zum Fotografieren. Jetzt kannst du dich darauf einstellen, dass sie richtig scheiße wird. Okay, pass auf, wir müssen uns... Jetzt ist natürlich das Licht aus, ist eh klar, weil warum nicht? Ne? Aber ist ja klar, warum soll das Licht nicht ausgehen, wenn mich irgendein so ein Viech verfolgt? Das Licht geht... Oh, danke, wenigstens das Licht geht wieder an. Okay, was haben wir? Wir müssen uns irgendwie mit Licht bewaffnen. Meint der da... Moment einmal. Ich muss den fotografieren. Ist das dein Ernst? Ja toll, aber... Der wird ja wohl kaum irgendwo sichtbar rumstehen, damit ich dem Boah, ich hab was gehört. Der wird ja wohl kaum irgendwo rumstehen, dass ihn auf Zeiten fotografiert. Das kannst du halt am Bläden verzeihen. Also ich tippe jetzt mal, das wird genauso psychopathisch ablaufen wie im letzten Part, wo wir in der Kirche umeinander haben, wo der auf einmal random irgendwo auftaucht. Und jetzt soll ich den wegblitzen oder was? Alter, ich hab Kartoffel des Todesgrauen und dann das auch noch. Boah, Leute, ich sag's euch, wie es ist, ich hab keinen Bock nicht. Ich sag's euch, wie es ist, ich hab keinen Bock nicht, da jetzt aussitzen gehen. Keinen Meter nicht. Ich hab einfach, ohne Witz, ich hab keine Lust mehr. Ich sag das, wie es ist. Der wird halt kommen, I guess. Ja toll, noch schlimmer! Ich hör halt die ganze Zeit irgendetwas, Walleck ist das. Welches Arschloch von dem Entwicklerteam hat das, wer hat sich das einfallen lassen? Welches sadistische Arschloch hat sich diesen Scheiß einfallen lassen? Du kannst halt vergessen, bei jedem kleinen Geräusch. Dreh mal ein bisschen an die Uhr, vielleicht hilft's. Das befürchte ich fast nicht. Okay, jetzt passt's auf. Es geht... Moment einmal, wo ist denn das scheiß Birgel? Tu das Birgel nochmal her. Wir müssen mal 2 Augen finden. Es geht jetzt um Augen. So 10 Minuten Pause oder so. Abwarten. Es geht um Augen. Wir müssen mal irgendwie Augen finden. Wir müssen mal irgendwie Augen finden. Kannst du halt vergessen. Das kannst du halt vergessen. So ohne Scheiße, ich hab so ein Bär in der Hose, ich kann's nicht sagen. Ich schwitz grad Rotz und Wasser am Bugel, es könnt's eigentlich nix vorstellen.
Das Haus hat sich verändert. Ah, los mich. Das Haus hat sich verändert. Das Haus, ich kann einen Dachboden nicht mehr aufgehen. Das Haus hat sich komplett verändert. Also, was heißt komplett verändert? Ich kann halt auf den Dachboden nicht mehr aufgehen. Aber was muss ich jetzt tun? Das ist neu. Das ist neu. Warum steht da jetzt ein Plattenspieler? Hä? Das ist doch das Zimmer, wo es vorher da hinten war. Boah, leck. Da ist ein Plattenspieler. Gut, das ist doch gut, dass der Dachboden nicht mehr zugänglich ist, oder? Ja, ein gewisser... Ohne Scheiß, bei jedem noch so kleinen Geräusch habe ich jetzt absolute Paranoia. Das war ja vorher noch halbwegs... Irgendwann hast du dich halt einmal gewöhnt dran, gell? Oh, hier nichts mehr. Halten. Die denken ernst. Ich muss jetzt allen Ernstes die Plattenspieler spielen. Dann. Boah, leck. Also ohne Scheiß. Das ist schon. Also das Spiel ist schon. Also das ist schon ein ganz anderes Level von kaputt. Das ist schon ein komplett anderes Level. Ich muss jetzt den Plattenspieler spielen. Dann passiert wahrscheinlich irgendwas. Durch den Plattenspieler hört mir das. Oder hört ihr das Pumpern? Hört ihr das im Stream? Ich muss jetzt den Plattenspieler spielen, dann hört mir das Viech. Das Viech kommt dann irgendwann da die Tür reingeflogen und ich muss dann, keine Ahnung, wie auch immer, das Viech abschütteln. Ich schon, man hört alles. Dann hoffe ich, dass es halbwegs genauso geht wie mir jetzt. Ja, das hilft jetzt eh nicht. Ach, da muss ich Druck halten. Ah, mach da! Oh, leck, was ist denn das? Boah, leck, Alter, hey, verpiss dich bloß von mir, ich schwör's dir bei Gott. Wenn mir das Viech anspringt, ich flippe aus. Ich rast komplett. Ich zieh durch, ohne Witz. Ich kann mir das Lied nicht anhören. Ich kann mir gerade das Lied nicht anhören, weil wenn sich irgendwas in meiner Umgebung ändert, dann zucke ich sofort zusammen. Ich kann leider, es tut mir, I'm sorry, aber ich bin gerade so paranoid. Ohne Scheiß, ich bin gerade so derartig paranoid, dass es nicht mehr schön ist. Ich habe einfach so überhaupt keinen Bock nicht. Loslaufen. Ja, kann ich nicht! Ich hab die Hosen voll! Also, besser gesagt, ich hab einen Quellekatalog durchgeschissen, abgesehen davon. Geht nicht. Geht nicht. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Jetzt kommt der Text auch noch dazu, oder was? Kopfhörer oben? Ja. Wenn ich Kopfhörer oben tue, dann ist aber die Atmosphäre halt nicht da, ne? Dann macht's ja keinen Sinn. Finger weg von der Taste. Das sagst du so einfach.
Ja gut, wenn ich die Finger von der Taste weg tue, dann höre ich ja auf. Ne? Ich muss ja die Tasten gedrückt halten, das geht ja nicht anders. Thailänder habe ich Dere. Dere ohne Hosenbasis, wie geht's euch? Nicht gut. Absolut nicht gut. Vielleicht hat er ja gemeint, du sollst so laufen, also nicht das Lied. Den Text musst du lesen. Was den Text muss ich lesen auch noch. Wenn's dir leichter macht, das Lied ist ja echt und nicht nur fürs Spiel gemacht. Ja, das ist super toll. War mir auch super toll. Das erste, was ich nachher tue, ist mir in Spotify genau das Lied zum Suchen. Mein Herr halt auf, ha. Nun ist es da hinten und wird es finden. Ich hör halt die ganze Zeit irgend so ein Arschloch in der Bude umeinander da und ich kann das Lied nicht hören, weil ich am Bein so derartig groß in der Hose stehen hab, dass es nimmer lustig ist. Ich mach jetzt einfach Daumen zu, weil es mir wurscht ist. Es pumpt halt jetzt mit irgendetwas. Auf geht's weiter, jetzt können wir scheiß nicht so ab, das ist ein Videospiel, verdammte Scheiße. War das jetzt alles? Hört von der Lohr auf. Okay. Das ist halt auch behindert, das jetzt mal von vorne anfängt, das Dreckslied. Ist das ein Psychoscheiß? Was war jetzt? Ah, mal los mich! Da hat doch gerade irgendwas so pflupp gemacht. Ah! Mal los mich bitte! Das kannst du halt auch vergessen, dass das Viech gar nicht kommt, gell? Was hat denn da jetzt so... War das Feuerschuh da drin? Was ist denn das? Ist das ein Augapfel? Aber kann ich nicht interagieren damit? Hey, ich verstehe die Frage nicht. Hey, ich hab mir jetzt das Lilo gehört und jetzt? Maral? Hallo? Ich verstehe die Frage nicht, was... Das Haus ist halt leider komplett anders jetzt, gell? Das Haus ist komplett anders. Was ist jetzt? Hilfe! Los mich! Jetzt hat sich was verändert. Alter, das ist nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Alter, ohne Witz, das Spiel, das ist nicht normal. Das Spiel ist absolut nicht normal. Da ist jedes andere Spiel so ein Witz dagegen.
Alter, mir beilt's gerade am ganzen Körper, ohne Witz. Aber Moment einmal, da hat sich doch die Geräuschkulisse hat sich doch ein bisschen verändert, oder? Das war dann so ein wie sage ich denn? Ja, wie so eine Art, nicht Flötenton, aber also ganz komisch, wie wenn man so Metall aufeinander, so ein bisschen aufeinander schirmt hat. Und dann ist doch das Viech gekommen. Ist das vielleicht dann so ein bisschen der Hinweis, wann der kommt? Das darf es zumindest ein ganz kleines bisschen einfacher oder leichter machen. Weil wenn der einfach komplett random irgendwo daherkommt, wir möchten das machen. Das ist ja beinahe unmöglich dann. Aber da kann ich nicht ein. Du die Kamera aus, damit nichts passiert. Alter, ist das geistesgestört. Ist das geistesgestört. Was ist jetzt da drin? Ah, der kommt schon wieder. Erzähl das. Das meine ich. Ah, los mit. Oh, das ist so gestört. Das ist so gestört. Du bist so behindert. Wow, leck mich doch am Arsch. Wer hat sich in das einfallen lassen? Wow, und jetzt mal das geschissene Lied. Wie fix und fertig, sag dir, wie es ist. Auge. Is this a human eye? Das ist ein Auge und wir werden wahrscheinlich zwei finden müssen, sage ich das richtig. Und, aber ja gut, okay, aber was, wenn ich zwei Augen hab? Was passiert denn dann? Was passiert denn dann? Das heißt, ich muss jetzt... Oh, der kommt schon wieder. Der kommt halt einfach schon wieder. Das ist so psycho. Das ist einfach geistesgestört, das Spiel. Ja, aber das habe ich nicht mehr können, weil das Spiel. Holy shit. Das Spiel ist. Warum ist jetzt da der Dachboden? Mei, jetzt kommt das Knacksen an, oder du möchtest mich verarschen, oder was? Sollte man vielleicht warten, bis das er kommt und dann blitzt man weg und dann, ne? Dann kann ich dort in Ruhe wieder das Grammophon da spielen. Weil ich warte gerade darauf, dass während ich da das mache, dann springt er mir irgendwann an, der Vollidiot, der Blöde. Alter, das Spiel ist ja bloß noch krank. Ja. Jetzt noch mehr. Boah, warte mal, der kann aber nicht von der Seite kommen, oder? Wenn der von der Seite kommen kann, dann bin ich aber richtig gefriert. Okay, da ist eine Sackgasse. Das heißt, überall wo Sackgassen haben, kann doch der dann theoretisch auch nicht daherkommen. In den... Achso, das habe ich schon gelesen. Du kannst was nehmen, ja. Ah, er kommt. Oh, leck. Oh, Mutter, Foto! Oh, leck, was geht denn? Oh, leck mich doch am Arsch. Warum? Hä, aber warum hab ich denn den jetzt nicht wegblitzen können? Warum hab ich den jetzt nicht über... Wow, leck, Alter, mir läuft am ganzen Körper Gänsehaut, hey, das ist so gestört. Es hat noch kein Spiel geschafft,
mich so derartig mental zum Zlängen wie das Spiel. Da ist jedes andere Spiel ein absoluter Witz dagegen. Ich hab noch nie so ein intensives Spielerlebnis gehabt wie jetzt bei Madison. Das ist absolut geistesgestört. Fun Fact, das Lied von Blue Nies ist eine Abwartung des Hits Tiptoe Through the Tulips With Me des Künstlers Tiny Tim. Er galt als exzentrisch, skurril und seine Musik wurde in der Horrorwelt sehr beliebt. Skurril ist auch sein Ableben. Tiny Tim starb 96 auf der Bühne, während er dieses Lied performte. Okay, ja, weird shit, Bro. Du musst zweimal. Ja, das kannst okay, zweimal, also Julia, das glaube ich dir nicht, weil zweimal schaffst du das zeitlich nicht. Wenn du Foto schießt, dann brauchst du ungefähr 5 Sekunden, bis du wieder ein Foto schießen kannst, weil bis er das Foto auszieht, bis es in der Bratzen hält, das schaffst du zeitlich nicht. Das kannst du voll vergessen. So, was ist jetzt da? Hol den Augenkopf. Weiß ich nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war. Brudi, ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist, weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Oh, er kommt schon wieder. Das ist so gestört. Es ist einfach nur noch gestört. Es ist nur noch gestört. Grill trifft zum Kammer, würde ich sagen. Merci für die Info. Warte einfach, bis er ein bisschen näher bei dir ist. Okay, Lexi, das ist deine Info, mit der kann ich jetzt ein bisschen was... Er war quasi zu weit weg. Der Prof schreibt, er war zu nah. Da in dem Haus ist nichts eine gute Idee. Nein, das war wahrscheinlich nicht. Okay, wir haben einmal links rum und dann ist es in den Dachboden eingegangen. Und ich glaube, es ist vom Vorteil, wenn wir uns irgendwo positionieren, wo er hinter uns nicht erscheinen kann. Wie da ist, glaube ich, suboptimal, wo zwei Gänge nebeneinander haben, weil da kann er von links oder von rechts kommen. So heißt, es macht Sinn, man bleibt da stehen. Deswegen bleibe ich vielleicht da stehen. Dann, wenn er direkt auf mich zukommt, dann geht er nämlich nicht hinter die Balken und dann kann ihn direkt wegblitzen. Im Idealfall natürlich, ne? Bewaffnet wir uns da mal vorsichtshalber schon mal mit der Kamera. Pass auf. Woher, wo ich jetzt eine Handnummer hab? Das kann ich... Er kommt. Blind Blue Knees 5 times. Ja, toll. Tolle Wurst. Es ist gut, weil du hinschauen kannst. Jetzt dauert das wieder länger. Es ist das zweite Auge. So, jetzt warten wir wieder, bis er kommt. Der kommt garantiert gleich nur mal. Du Wichser mit deiner kaputten Knirscheibe. Weißt du, Heidex hat auch keine Knirscheibe. Die beschwert sich aber nicht so wie du. Ich hab zwar Kartoffeln, aber für so einen Blindgänger wie die klang's grad noch. Gell? Okay, er hat mich auch mit erwischt, fairerweise, weil ich ein Hosenscheißer bin. Aber okay. Ah, ja, da kommt er schon wieder. Die Gichtfotzen, die. Ja, du Fickfeller, du Verkehrer. So, und jetzt ab vom Hof. Sofort wieder in das Zimmer. Wo auch immer das gewesen ist. Boah, leck, wo haben wir denn jetzt? Ah, wir haben da hergekommen. Wir müssen da um. Boah, leck, jetzt muss ich das Zimmer erst wieder finden.
Es ist nicht gut, wo wir mir stehen. Es ist nicht gut, wo wir mir da stehen. Mal da abwarten nochmal. Fuck, das Haus hat sich nochmal komplett verändert. Ich muss in das Zimmer zurückfinden. Wir haben das zweite Auge. Er kommt. Hey, aber du weißt, was man gerade... Nein, ich sag's nicht. Ich sag's einfach nicht. Mir fällt gerade nämlich was auf. Ich finde das gerade ein bisschen sehr komisch. Ah, da ist das Zimmer. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns. So, eine mit dem Auge. Was ist das jetzt? So Grandma wasn't sick at all. Oh, ich glaube, das This war's. thing is what really killed her. Ah, na, bitte nicht. Na, oh, jetzt wird's... Oh, na. Ah, los mich. Ah, bitte los mich. Na. Na. Bitte nicht. Los mich, jetzt ist das Fenster auch noch. Jetzt war es vorher gerade so schön hell. Naja, das ist nicht gut. Ja, was ist jetzt? Ah. Hallo, Yassi. Okay, weiter. Das ist nicht gut, ich sag nix. Scheiß auf den Bresenfetzen. Oh, leck mich am Arsch. Ich kann nicht mehr. Speichert, das ist gut für uns. Hi, Yassi. Wie geht's da? Ja, was ist jetzt? Ja, scheiß doch auf den... Boah, wir haben auch komplett am Arsch. Du kannst die Kamera gerade nicht verwenden. Oh, leck mich am Arsch. Ja, was soll ich machen? Alter, wir haben wir komplett am Arsch, Junge, was... Mir geht's gut, ich hoffe, an Chat auch, die brauche ich nicht fragen, die Stelle ist das Schlimmste gewesen für mich, fühl mit. Ohne Scheiß. Ja, da flüstert ihr... Ah, hau doch ab jetzt. Komm. Ey, hab ich nicht schon genug gelitten jetzt? Jetzt klang's doch hier... Die Omi, das ist die Madison wahrscheinlich. Wir haben heute komplett am Arsch. Ja, ich komm doch schon.
Wo kann das Spiel jetzt bitte endlich aufhören? Okay, jetzt gehen alle Tieren zu, ich kann in die Tieren nicht mehr rein. Los mich. Boah, Leck, das ist so ein Psycho-Scheiß, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir werden da rein müssen. Ja, okay, jetzt brauchen wir den Code, aber ich hab doch nur 2 Buchstaben, oder? Wir haben Fotos 5. Vierstellig ist der Code, oder? 5, 1, 6 und 8, Mann, oder? 6 und 8. Also von links nach rechts 8, 6, 1 und 5, oder? 8, 6 war sie sicher. 8, 6, 1, 5, okay. 8, 6, 1, 5. 8, 6, 1, 5. Warum auch immer ich das jetzt ein Tor mehr hört, aber... Acht, 6. Eins. Was ist das? Elizabeth Maxwell. Eine Urne. Mit Asche drin wahrscheinlich, oder was? Ah, nein. Bitte, nein, bitte los mich. Ich mag nicht mehr. Time out. Alter, wären wir mir gerade wahnsinnig. Der hängt Son. Boah, mir läuft's gerade eiskalt am Buckel runter. Was soll ich da jetzt machen? Hau ab! Ich fotografiere mich jetzt ernsthaft selber, wie er mit der hängt, oder was? Na, los mich bitte. Nee. Es reicht. Ja, das hätte man von Anfang an so tun sollen. Das ist nicht gut für uns. Jetzt müssen wir uns da wieder noch. Wieder hängen.
Nein, lass mich. Oh, leck, ist das krass. Sind wir jetzt hier, oder was? Motorrad. Ein Foto. Boah, leck, das Foto ist komplett... Boah, leck, das Foto ist komplett schwarz. Ah, bitte lass die Spei jetzt gut sein. In Herrgottsnamen, bitte lass die Spei gut sein. Ohne Scheiß. Was ist denn das bitte für ein absolut geistesgestörtes Spiel? Oh. Sag's ein, bis ich bitte durch. Ich komplett durch. Kann man jetzt geht, müssen wir weiterlaufen. Boah, leck mich am Arsch. Jetzt, ich brauche jetzt zum Beispiel ein paar Minuten, um das einmal zum Verarbeiten, was da gerade passiert ist. Oder was generell die letzten Stunden in Madison gewesen ist. Ich brauche einen Schnaps zur Beruhigung, nicht nur du. Danke für die GGs, by the way, Leute. Danke. Du hast das Schlimmste ja schon hinter dir gehabt. Wie du gekommen bist, hast du schon hinter mir gehabt, ja. Wow, leck, Alter, was ist denn mit Madison verkehrt? Also ohne Scheiß, ich hab ja ein wenig was von Visage gesehen. So. Aber ohne Scheiß, Visage kommt da nicht annähernd hin. Das kannst du halt voll vergessen, dass Visage da annähernd schmecken kann. Zumindest was Kapitel Lucy angeht. Ja, die anderen Kapitel kenne ich ja nicht, aber das Kapitel Lucy ist auch nicht ohne, aber das kannst du halt mit Madison nicht vergleichen. Ohne Scheiß, die Spei, wie die das Spiel, das zleckt die einfach komplett mental. Ist jetzt natürlich ein bisschen bitter, weil wir doch deutlich kürzer noch braucht haben, als wie ich das gedacht habe. Aber jetzt passt auf, ich glaube, es nimmt mir jetzt keiner für übel, wenn wir mal schnell geschwind ein bisschen in Just-Chatting gehen. Ich glaube, das nimmt mir jetzt keiner für übel. Holy shit, was ist Madison bitte für ein geistesgestört Spei? Das ist so noch nie so erlebt. Noch nie. Nicht einmal im Ansatz. Nicht einmal ansatzweise. Okay, welches Horror-Game jetzt? Kennt da zwei gute. Nix mehr Horror. Ohne Scheiß, nix mehr Horror. Jetzt auf Platin, oder? Wobei, ich sag mal so, wenn es jetzt gleich nochmal spielen darf, ist es nicht mehr annähernd so schlimm, wie es jetzt die ganze Zeit über gewesen ist, weil jetzt kenne ich es halt. Jetzt weiß ich, was auf mich zukommt, jetzt weiß ich, was Phase ist.
Aber holy shit. Ohne Scheiß, die letzte Stunde, das war weit über dem, was vorher gewesen ist. Das wird das Viech geheißen, Blue Nies. Der hat nochmal eine ganze Torten drauf gesetzt. Nicht ein Sahnehäubchen, sondern der hat auf das Spein nochmal eine ganze Torten drauf lassen. Das war richtig gestört. Das war richtig gestört. Mit dem, dass dir das Viech anspringt und du da rechtzeitig mit dem Fotoapparat reagieren musst. Holy shit, das habe ich nicht können sehen. Das habe ich wirklich nicht können sehen. Ich hätte gedacht, es bleibt vielleicht so, dass der Dämon jetzt massiv jumpscared, so wie es ja am Anfang die erste halbe Stunde da hat, wie wir das Uhrenrätsel gemacht haben. Aber dass das mit Blunis kommt oder dass die sich sowas noch mehr einfallen lassen, dass das Viech anspringt, das habe ich nicht kommen sehen. Du musst bis 75.000 Punkte warten und dann wieder Horror. Unter Umständen, ja. Und dann aber auch nur für einen Stream. Das muss dir bewusst sein. 75.000 Punkte kannst du einen Spielerwunsch requesten. Der geht aber grundsätzlich einmal nur für ein Spiel. Und ich entscheide dann, je nachdem, ob mir das Spiel taugt oder nicht, ob ich es dann irgendwann als Vollprojekt aufnehme oder ob ich es einfach bei diesem einen Stream belasse. Und in dem Fall, wenn du ein Horrorspiel requestest, kannst du aber ganz schwer davon ausgehen, dass ich das nur einmal spiele. Also wenn du deine Punkte sinnvoll investieren möchtest, da dir der Raten nicht mehr spielen, wo du glaubst, dass man gefallen kann. Bei Horrorspiel kann er, glaube ich, sagen, hast 75.000 Punkte für einen Stream und dann war's das. Sehr wahrscheinlich. Du jetzt da 75.000. Das sind eigene Punkte, ihr könnt es entscheiden. Danach ist Layers of 4 etc. kein Problem mehr. Ich will nicht jetzt behaupten, wo ich nicht beurteilen kann. Ich kenne die Spiele alle nicht. Ich kenne kein Layers of 4 nicht. Ich kenn viele Horrorspiele nicht. Ich weiß nicht, ob. Es gibt bestimmt was Schlimmeres wie Madison, brauchen wir nicht reden. Aber für mich war Madison jetzt mit Abstand das schlimmste Spiel, was ich jemals selber gespielt habe. Das war. Das Spiel, das ist halt so krass, weil das Spiel schafft es von Sekunde 1 an. Und es waren viele Leute von Anfang, es waren eigentlich alle von Anfang an mit dabei. Und bei Madison war es so, von Sekunde 1 an, triggert dieses Spiel gewisse Knöpfe in deinem Kopf, wodurch du permanent auf Sendung bist. Du wirst so mental zermürbt und so mental zerfressen, dass dir jeder Scheiß einfach. Du wirst vor jedem Scheiß komplett gejumpscared, du schreckst dir vor jedem Blödsinn, du entwickelst Paranoia in deinem Kopf, wo es jetzt gleich passiert und so weiter und so fort. Und das Schlimme, oder in dem Fall ist ja eigentlich das Brutale an der Geschichte ist, dass das Spiel immer einen draufsetzt. Es ist nicht so, dass du irgendwann einmal in dem Spiel das Gefühl hast, ja okay, jetzt haben wir auf ein Niveau, dann jetzt wird es schon mal passen. Vergiss den Fall. Das Spiel setzt von Stunde zu Stunde zu Stunde zu Stunde immer und immer wieder einen drauf. Und das können, glaube ich, ganz wenige Horrorspiele. Oder jetzt können es wahrscheinlich mittlerweile mehrere, aber einfach die Tatsache, dass sie das Spiel komplett unter Strom setzt, das ist halt geistesgestört. In denen 2 Stunden oder 3 Stunden, was oft gewesen haben, wo ich Madison gespielt habe, war ich voll unter Strom. Da wären irgendwie, keine Ahnung, da wäre halt auch nur das kleinste Geräusch gewesen, das mich zusammenzuckt. Und allein die Atmosphäre, was das Spiel übermittelt, das ist halt, das habe ich so noch nie erlebt. Das letzte Spiel, da wo ich weiß, was mir ein bisschen an die Emotion gegangen ist, das war Plague Tale Requiem. Da waren auch einige dabei, die wissen, von was ich rede. Aber Madison ist nochmal auf einem ganz anderen Level, was das so geht. Das geht da ganz anders im Kopf, das macht ganz andere Dinge mit dir. Und ich kann es nur an jeden raten, der was noch nicht da hat. Es sind einige drin, die haben es schon selber gespielt. Leute, spielt das Spiel einmal selber. Spielt das Spiel einmal selber. Vielleicht jetzt nicht unmittelbar nach dem Projekt jetzt, weil jetzt habt ihr ja das meiste gesehen, ihr wisst jetzt, was Phase ist. Aber habt die Eier in der Hosen oder die Foodlapperl, je nachdem, was du männlich oder weiblich bist, und spiel das Spiel einmal selber. Wenn da einer so einen Arsch in der Hosen hat, dass er das auf die Nacht allein spielt, fette Props. Das Spiel, wenn du allein im Finstern spielst, allein in einem Haus, dann bist du eine richtig harte Sau. Sag dir, wie es ist.
Ja, freilich selber spielen, wie schaut's denn aus? Was meinst du? Wie länger? Jumpscare ist halt das Billigste, was an Horror gibt, aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Joja, du darfst nicht vergessen, ich zocke keine Horrorspiele an und für sich. Ich bin kein Horror-Stream, also kein Horror-Content-Creator nicht. Du kannst, wenn du halt nur Horror spielst oder regelmäßig Horror spielst, dann hast du eine ganz andere Hemmschwelle, wie ich zum Beispiel. Ich scheiß mir bei jeder Kleinigkeit dann in die Hosen, so quasi, weil ich das nicht gewöhnt bin. Ja, Madison war jetzt für mich die Oberliga. Also für mich gibt es jetzt quasi aktuell nichts Schlimmes. Wenn jetzt einer halt natürlich wöchentlich solche Spiele spielt, ja, der hat natürlich einen ganz anderen Puffer, sag ich jetzt einmal, ganz anders feige gesichert in die Spiele. Dem tut der Jumpscare wahrscheinlich eher nix mehr oder halt eher wenig. So. Hat er es gespielt, als es rauskam um Mitternacht? Ja, du bist auch nicht normal, Prof. Du bist halt aber auch nicht normal. Mir hat's Zuschauer schon völlig gelangt, Horrorfilme kennt, finde ich, aber Spiele bocke ich überhaupt nicht. Und das ist genau das. Ich hab Zuschauen ist schlimm. Ich hab mir damals, wo man beim Birger Visage schon geschaut hat, ich hab mir auch halber den Tosen geschissen. Aber wie gesagt, Jassi hat zwar letzte Woche irgendwann gesagt, selber spielen und zuschauen sind zwei ganz andere Welten. Komplett andere Welten, kannst du nicht vergleichen. Das kannst du nicht vergleichen. Freilich, ich hätte auch hergehen und sagen, okay, jetzt machen wir einen Ton auf die Kopfhörer leise, dass ich nichts mehr höre. Aber selber spielen, wenn du jedes Knacksen wirklich voll auf die Ohren hast. Wenn du jedes gottverdammte Geräusch wirklich deutlich hörst, so richtig deutlich hörst, dann das macht die geistig kaputt. Das ist wirklich so. Das ist ohne Witz. Im Chat haben immer alle eine große Goschen. Ein paar. Nicht alle. Also ich habe ja gesagt, das sind einige da, die kennen das Spiel, die haben das Spiel selber gespielt, die haben gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe es halt nicht gewusst. Aber, okay, Kaden, ich weiß, ich sehe gerade deine Nachricht noch ganz oben, sorry, ich habe die überlesen, aber du hast das, glaube ich, selber gesehen. Ich war jetzt mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ich hoffe, dir geht's gut. Kannst stolz sein auf jeden Fall. Ich rede auch immer groß in anderen Chatten. Ja, jetzt nichtsdestotrotz bin ich schon froh, dass wir es durchgezogen haben. Ohne Witz. Ich war jetzt zwischenzeitlich, wo das Viech da um die Ecke geschaut hat, war ich wirklich so kurz davor, Alter, tun wir das jetzt noch an. Aber so nichtsdestotrotz bin ich froh, dass wir das durchgezogen haben. Und es hat euch scheinbar Spaß gemacht, ja. Was, Leute, Fazit Horror Oktober, was habt ihr davon gehalten? Schade, dass Silent Hill PT nicht mehr existiert. Kenne ich nicht. Zuschauen ist halt chillig. Ja, da kannst du halt aber einfach auch mal einen Kopf weg dran, so. Weißt du, wenn irgendwas im Stream passiert, was du jetzt gerade nicht unbedingt sehen möchtest, ja, dann drehe ich halt den Kopf auf Zeiten. So, ist beim Horror, wenn du selber spielst, ist das ein bisschen schwierig. Aber, wie gesagt, so grundsätzlich jetzt mal von dem Ganzen abgesehen, das Spiel war unfassbar schlimm, aber auf der gleichen Seite ist das Spiel unfassbar gut. Kriegt auf jeden Fall ein 11 von 10 das Spiel. Definitiv. Von der Atmosphäre her brutal stark, also richtig brutal stark. Grafik war in Ordnung, also in dem Spiel brauchst du keine Grafik nicht. Die Story ist auch relativ zweitrangig für das, also der Hintergrund, warum das Ganze passiert. Total stumpfe Geschichte, aber reicht völlig aus in dem Spiel. Also du kannst über dieses Spiel nicht meckern. Das Einzige, was man vielleicht hätte besser machen können, war das Menü gewesen. Also das Inventar, das hätte man vielleicht ein bisschen anders gestalten können. Aber ansonsten das Spiel, rein wenn man nur das Spiel betrachtet, ist das Spiel eine 11 von 10. Definitiv. Kann Yassi zustimmen, nochmal einen riesen Respekt fürs Durchhalten und Durchspielen. Danke. Danke, Prof. Ja, wie gesagt, ich bin kein Horrorspiel-Streamer nicht und für mich war halt Madison einfach, das war eine andere Liga. Und ich sage auch ganz ehrlich, zugegebenermaßen, ich habe das Ganze ein bisschen unterschätzt. Das sage ich ganz offen und ehrlich, ich habe die Thematik Madison komplett unterschätzt. Bin ich einfach ehrlich. Wenn ich vorher ein wenig gewusst hätte, wie schlimm das wird, hätte ich es wahrscheinlich nicht einmal in der Auswahl da, sozusagen, wie wir da vor Wochen die Abstimmungen das gemacht haben. Da hätte Madison wahrscheinlich nicht mehr draufgebackelt. Aber hat auch wieder was Positives, weil jetzt haben wir es halt durchgezogen. Und jeder hat was gehabt davon.
Blue Knees ist heftig. Ohne Witz, ich hab mit einigem gerechnet. Ohne Scheiß. Aber das, ohne Witz, das habe ich in keiner Situation können sagen. Dass das so nur mitgemacht wird, nie im Leben hätte ich gedacht, dass da nochmal so ein Viech auftaucht. Weil ich war so eingestellt, dass ich mir denke, bei dem Gasmasken-Heini da, wo wir in der Kathedrale waren, im zweiten Stream, glaube ich, ist das gewesen. Zweiter oder dritter Stream, letztes Mal war's. Aber man einfach denkt, ja okay, das wiederholt sich wahrscheinlich nicht, weil das Weglaufen, das ist dann irgendwann zu simpel. Ne? Das catcht die irgendwann einfach nicht mehr da. Du schreckst die 3-4 Mal bei dem Typen und irgendwann laufst du einfach weg, dann ist das normal. So. Und deswegen hat man eigentlich gedacht, da kann nichts mehr kommen, wo du irgendwie davonlaufen musst oder wo dich irgendwas verfolgt. Und dann kommen sie aber mit Blue Knees daher. So von wegen, Brudi, da kommt schon noch was dich verfolgt. Und da kommt da was dich anspringt. Und da kommt da was du abwehren kannst, beziehungsweise abwehren sollst. Und das war halt da haben sie mit dem Hammer genau auf den Nagel getroffen. Auf jeden Fall Respekt, ich glaube, ich hätte das Ganze keine halbe Stunde mitgemacht. Das Ding ist halt, weißt du, jetzt kann man ja ein wenig transparenter, oder was heißt transparent, jetzt kann man halt ein wenig gesammelter drüber reden, weil so im Endeffekt jetzt so im Nachhinein betrachtet, wenn ich mir jetzt, glaube ich, die Wort vom ersten Stream anschaue, dann werde ich mir selber für mich denken, Alter, da war noch gar nichts. Da war einfach fucking gar nichts. Da war nur Geräuschkulisse. Da war Geräuschkulisse und das eine oder andere vielleicht ein wenig unheimlich platzierte Gegenstand. Oder irgendeine kleine paranormale Aktivität, wie das, dass ein Beidel irgendwie verrutscht oder was. Und es könnt ja gern irgendwann, das Projekt ist ja komplett auf YouTube einsehbar. Der Part wird wahrscheinlich in 2 oder 3 Tagen kommen. Wenn es das irgendwann nochmal selber anschaut, dann werdet ihr merken, wie diese Kurven vom ersten Stream bis zum jetzigen, dass die halt so massiv nach oben geht. Es wird von Stream zu Stream einfach immer schlimmer. Und das ist halt das, wo ich sage, das hat Madison brutal gut gemacht. Ich hab nicht ein einziges Mal das Gefühl gehabt, okay, jetzt wird's langweilig. Nicht einmal. Schließ mir an, Respekt, ich schaue es gern, aber ich darf sowas nie anrühren. Wie gesagt, spielen und anschauen. Komplett andere Geschichte. Das sind meine Eierstücke zu klar. Das hat mich fast gebrochen, mich auch. Also der Bock schon ein wenig, aber der Blue Knees, wie der ums Eck geschaut hat, da habe ich gewusst, okay, und jetzt ist eine Grenze erreicht, wo ich nicht weiß, ob ich drüber komme. Beziehungsweise war dann eigentlich erst, bevor er mir das erste Mal angesprungen hat tatsächlich. Da war es das erste Mal, da wo ich mir dann gedacht habe, so, und jetzt haben wir an einem Punkt, da bin ich mir nicht sicher, ob ich da weitergemäht. Ja, danach ist aber nie so schlimm. Das Ende vom Red Dead Redemption hat mich auch beim ersten Mal voll runtergezogen und jetzt, wenn ich es nochmal mache, ist es nicht mehr so schlimm. Ja, weil du halt weißt ja, was auf dich zukommt. Das war jetzt dasselbe, wenn man, keine Ahnung, irgendwann, wird wahrscheinlich eh nicht passieren, aber wenn ich jetzt halt Plague Tale Requiem Name spendet, dann war ich nicht mehr annähernd so emotional gecatcht, wie es beim allerersten Mal war, da wo etliche dabei waren. Ne? Da war bei Plague Tale war es ja so, da hätte ich on-stream fast das Blären angefangen, zum Schluss. Weil das halt so, das war halt so die andere Art und Weise von emotional. So, aber Madison drückt da halt einfach voll auf dein Hirn. Da sitzt jemand da so im Endeffekt, so im Hintergrund und drückt da irgendwelche Knöpfe mit ganz einfachen Mitteln und du drehst halt irgendwann völlig durch. Zumindest beim ersten Playthrough. Ne? Beim zweiten Mal natürlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, morgen Madison nochmal neu spiele, dann möchte ich fast wetten, dass ich vielleicht maximal noch 15 Mal gejumpscared wird. Aber nicht öfter, weil ich halt genau weiß, was wann wie an welcher Situation passiert und was da los ist. Ist aber auch klar. Ne? Aber nichtsdestotrotz war Madison ein geiles Horrorprojekt. So schlimm wie es war, aber Madison hat richtig an und für sich schon Spaß gemacht zum Spielen. Also, ne, Spaß im Sinne vom abgeholt werden, von den Emotionen her, das war schon gut, so ist es nicht. Und ich glaube, mit Madison habe ich bei euch auch einen Treffer gelandet, wo ihr sagt, hey, das war richtig cool bei dir zum Singen. So. Und der Prof möchte Inside, Spiel für einen Stream. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Kenn ich nicht. Wird wahrscheinlich auch wieder irgendein krasser Horror-Titel sein, oder?
Wobei man halt aber jetzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich noch mal einen Horrorstream da bock. Ist im PS Plus drinnen, muss ich mir mal anschauen. Ist wahrscheinlich ein Horrorspiel, oder? So wie ich die kenne. Ist kein Horror? Oh, Gott sei Dank, schon ja. Ja, muss ich mal anschauen. Muss ich mir angucken. Müssen wir da nochmal schauen, wann wir den einzwickern. Aber das werden wir wahrscheinlich nächste Woche gleich noch machen. Also ich sag's euch jetzt, wie es ist, Freunde der Sonne. Ich möchte am Wochenende, am Sonntag, werde ich nochmal live gehen. Wahrscheinlich wieder nachmittags irgendwann so um 3, keine Ahnung. Geht Richtung Limbo. Okay. Ja, wie gesagt, ich schaue mir es nachher einmal an. Es wird so werden, dass ich am Sonntag nochmal live gehen werde. Wahrscheinlich Richtung 15 Uhr irgendwie sowas, wenn Frau Bazi zum Pferd fährt. Und wir werden am Sonntag, ich weiß, es ist noch Oktober, aber wir werden am Sonntag einmal mit Lords of the Fallen anfangen. Ich habe das Spiel schon angezockt. Aber was heißt angezockt? Ich habe nur ins Spiel geschaut und bin ein paar Meter rumgerannt, damit ich halt einmal sage, wie läuft das performance-technisch mit meinem PC. Soweit alles fein. Und ich habe auf das Spiel warte ich eigentlich schon das ganze Jahr über. Und ich möchte am Sonntag mit Lords of the Fallen langsam anfangen, damit wir da mal langsam Fuß fassen. Für alle, die Lords of the Fallen vielleicht nicht kennen oder nicht wissen, was es ist. Es handelt sich dabei um ein Souls-like. Es ist das erste Souls-like in Unreal Engine 5, soweit ich weiß. Schaut unfassbar gut aus. Ich habe richtig Bock drauf und wir werden das am Sonntag anfangen. Und wir müssen dann nochmal schauen. Ein Prof-Spiel werden wir dann nächste Woche irgendwann zocken. Also, Prof, da rede ich mit dir zusammen, wann du halt auch wirklich Zeit hast. Wahrscheinlich am Mittwoch, je nachdem. Dann zocken wir auf alle Fälle dein Spiel. Und da müssen wir mal schauen, wie wir dann noch weitermachen. Weil ich sage jetzt mal so, heute haben wir einen 18.10. Nächste Woche geht schon Ende Oktober zu. Ich finde ich bin der Meinung, es lohnt sich nicht, jetzt nochmal ein Horrorspiel anzufangen. Weil spätestens im November möchte ich zu meinen normalen Spielen zurückkehren. Oder spätestens. Aber war doch der erste Teil gar nicht so machtig, oder? Ja, das stimmt. Es hat von Lords of the Fallen 2014 bereits einen Ableger gegeben. Der ist von einem anderen Entwicklerstudio entwickelt worden. Mir persönlich hat das Spiel schon gefallen, weil Souls-Liebhaber. Aber dieses Lords of the Fallen ist ganz anders. Also die Welt ist quasi mehr oder weniger die gleiche, aber ganz andere Mechaniken, ganz anderes Gameplay, ganz andere Viecher, ganz andere Gameplay-Möglichkeiten. Also ist im Endeffekt, heißt zwar gleich, ist aber ein komplett anderes Spiel. Aber auch nicht immer kranke Spieler im Kopf. Ich glaube, du darfst mir jetzt verzeihen, wenn ich jetzt gesagt hätte, wenn das ein Horrorspiel ist, dass ich das nicht annehme. Ich glaube, das hätte es mir, glaube ich, verziehen. Gerade jetzt noch Madison. Aber ja, Fazit zu Madison, Leute, spielt es selber. Macht's die Erfahrung, traut es euch einmal zu. Kattel hat es vor ein paar Tagen so schön geschrieben, wenn es sie geschafft hat, dann schafft sie auch. Wenn es ich geschafft habe und ich bin halt ein richtig massiver Hosenscheißer, dann schafft sie auch. Also wie gesagt, vielleicht jetzt nicht nächste Woche gleich, wo es noch alles im Kopf hat, sondern Lust zu wenig Zeit verstreichen. Vielleicht auch für den einen oder anderen Streamer-Kollegen da draußen, der wo sich das noch nicht zutraut oder halt noch nicht auf der Agenda gehabt hat. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Es ist unfassbar gut gemacht, es ist auch unfassbar schlimm gemacht, aber selber spielen lohnt sich tatsächlich. Hat zwar momentan noch einen relativ stolzen Preis, aber für das, was du für ein Spiel kriegst, ist es angebracht. Ich schaff das nicht Rätsel, bin raus. Ja gut, wenn du bei den Rätseln nicht weiterkommst, dann schaust du entweder auf meiner Wort vorbei oder schaust es gibt ja Komplettlösungen. So, ne? Aber wie gesagt, vielleicht dazu zweit spielen, ne? Du und der Lucky miteinander, keine Ahnung, auf der Couch. Und wenn es dann zu viel wird, dann dreht es halt einfach an. Mehr oder weniger. Hat er auch der Callisto-Protokoll im Kopf? Ah, das ist sowas wie Dead Space. Hab ich auch schon gesehen. Ist aber, also darf man auch spielen, war auch überhaupt kein Thema nicht, aber das war halt wahrscheinlich auch nur ein Spiel für uns. Weil so Shooter-Splatter ist auch absolut nicht meins. Aber okay. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Aber eigentlich rentiert es nicht mehr. Ich habe jetzt vielleicht überlegt, ob wir kurz in Lords of the Fallen schauen, aber das rentiert sich nicht. Dann muss ich das Stückel wieder von der Watte ausschneiden. Das ist dann auch wieder ein bisschen tricky. Ist zwar erst 3 Welt sind wir, aber. Naja. Die Katze geht Presselfetzen machen, alles klar. Ja, bis Katze ist wie du, in dem Sinn.
Mal schnell schauen. Ist gut. Wisst ihr, was man noch schnell machen kann? Wir schauen uns jetzt halt. Leute, habt ihr Bock, dass wir uns einmal die Statistiken vom Horror-Oktober anschauen, wie es so gelaufen ist? Das darf mich jetzt selber interessieren. Gut, der heutige Stream ist offensichtlich noch nicht drin, weil die Statistik kriege ich ja erst, wenn ich offline gehe. Aber habt ihr Bock, dass wir uns einmal gemeinsam anschauen, was der Horror-Oktober gemacht hat? Schauen wir mal rein. Ich darf schon fast sagen, oder? Das war jetzt tatsächlich auch mal eine Info, die für mich ganz interessant ist. Jetzt passt's auf. So, schaut her, da kriegt ihr mal so einen Einblick, wie das bei mir ausschaut. Ne? Durchschnittlicher Puls, Herzinfarkte etc. Ja gut, das wird jetzt Twitch nicht aufgefasst haben, aber das können wir uns ja dann herleiten. Wissen darf eine, so schaut im Endeffekt mein Dashboard aus. Das ist vielleicht einmal so ganz nett für die Leute, die nicht streamen, die nicht wissen, wie das ist. Da erinnert im Endeffekt, sehe ich halt überall, was so gemacht wird, die ganzen Sound-Alerts, Resubs, Raids und so weiter, Follows, da steht alles da erinnert. Da hat meine Follower gesamt, die ich aktuell habe, das sind 358. Da kann ich schon mal sagen, in den 3 Wochen haben fast 30 Leute zusammengekommen. Das ist halt schon gestört. Gell? Da gehen, also wenn jetzt 365 da steht, dann hätte man exakt auf 3 Wochen 30 Follower gemacht. So viel wie ich glaube, das letzte halbe Jahr nicht gemacht habe. Gut, das ist halt mein Bitrate. Das ist eigentlich für eng irrelevant. Mein Streamdauer, die steht halt da herum. Das sind halt meine aktuellen Abonnenten, die ich habe. Ich habe aktuell 27 Abonnenten. Einfach gerade einmal, damit einmal jeder weiß, was so in einem Twitch-Dashboard oder in einem Streamer-Dashboard so los ist. Da herum ist halt allerhand anderer Stuff. Da kann ich jetzt Vorhersagen machen, Abstimmungen verwalten. Da tue ich raiden im Endeffekt. Gut, da kann ich meine Ziele einstellen. Das zeigt es zum Beispiel, wenn es jetzt, je nachdem, wo du dich gerade befindest, wenn du jetzt am PC sitzt, unterhalb von meinem Stream-Bildschirm, da stehen 2 Ziele drin, da ist ein Abo-Ziel und ein Follower-Ziel, das kann ich da im Endeffekt verwalten. Da kann ich Werbung schalten, tue ich jetzt nicht, weil ich halte nichts von Werbung. Und da kann ich halt theoretisch Clips erstellen, das ist für mich aber relativ irrelevant, das ist dann eher was für einen Prof oder halt für euch. Und da ist halt, ja, das erklärt sich selber, das ist halt quasi mein Chat. Das ist quasi für mich das wichtigste Fenster, weil du mit dem interagiere ich mit euch so im Endeffekt. So, und jetzt schauen wir uns einmal die Stream-Übersicht an. Das ist der letzte Stream gewesen am Mittwoch, 18. Oktober. Ja, das ist der jetzige Stream aktuell. Ja, der wird sogar aufgezeigt. Da steht jetzt so aktuell da, wir haben jetzt im Schnitt 22 Zuschauer. Und ich sage mal so, alles was also für meine Verhältnisse, alles was über 20 Zuschauer im Schnitt ist, ist für mich baumbrechend. Ne? Jetzt gehen wir mal ein wenig zurück. Da haben wir angefangen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder was da? Nein, wir haben am Sonntag angefangen. Wir haben am 1. Oktober am Sonntag einen Horror-Stream gemacht mit Resident Evil, weil wir den haben verschieben müssen. Und da fängt es schon an. Da habe ich 3 Follower gemacht. Allein in dem Stream, und wir haben eine Maximalzuschauerzahl gehabt von 48. Da kann ich mich aber noch erinnern, da hat mit Yassi geradet. Yassi und Zabi, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war das bei Madison? Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle, da haben wir einen Zuwachs gehabt, da waren im Schnitt 26 Leute da. Der nächste Stream, das war der Dienstag, das war Lies of P, den haben wir ersatzhalber dann gemacht. Da waren wir im Schnitt 16. Und ab jetzt, alle Streams, die jetzt fallen, waren Horror-Streams. Das war der Mittwoch, das war vermutlich Madison. Da waren es im Schnitt auf einmal schon mal 31. Da waren es 31 Zuschauer, nur wegen Madison. 5 Follower gemacht, weiß ich noch ganz genau. Da habe ich auch einen Raid von der Kixi gekriegt, glaube ich, wenn ich mich noch erinnert. Und das, Freunde der Sonne, das sind halt Zahlen, die haben für mich halt bahnbrechend. Das hätte man nie gedacht vor 2,5 Jahren, wie ich angefangen habe. Ne? Dann haben wir noch mal einen. Das war dann wahrscheinlich wieder Resi. Was soll ich da sagen dazu? Ne? Die sind halt brutale Zahlen. Für mich. Ne? Andere denken sich, das ist ja gar nichts. Oder andere denken sich vielleicht auch, wow, leck. So geht's halt weiter. Also wir haben eigentlich im Horror-Oktober bisher eigentlich immer, abgesehen von dem Lies of P-Stream, immer über 20 Zuschauer im Schnitt gewinnen. Ich weiß halt jetzt nicht mehr genau, wo es Resi und wo es Visage war, wo es Resi und Madison war, aber Madison waren vermutlich die mit den mehreren Zuschauern. Und da war wieder einer dabei, da war weniger los, war vermutlich Resi, keine Ahnung. Das war halt geistesgestört. Das war mit Abstand der krankeste Stream, den wir gemacht haben, unter der Woche, ohne dass irgendwie ein Jubiläum oder sonst was ist. Das war am Sonntag, am 15. Oktober, da waren wir 53 Zuschauer in der Spitze. 53 Zuschauer an einem Sonntag
ohne dass irgendein Jubiläum oder irgendein besonderer Anlass gewesen ist. Ich glaube, das war auf alle Streams, wo ich bisher gemacht habe, von den normalen Streams jetzt, wie gesagt, abgesehen von Jubiläen, war das der zweithöchst besuchte Stream, den was ich jemals gemacht habe. Der höchst besuchte waren 56. Und das war aber ein Jahresjubiläum. Also das hat mich komplett, das wirft mir jetzt gerade ein bisschen komplett über den Haufen. Dass ich so viele Zuschauer auf einen Stream einmal beieinander habe. An einem normalen Wochentag sozusagen. Das war dann am Montag, das war bei Resi, das war ist auch traumhaft eigentlich für mich. So. Gut, und das ist der heutige Stream. Fazit zum Horror-Oktober. Bei euch massiv gut angekommen. Mir massiv viel Spaß gemacht. Fazit des Ganzen. Der Horror-Oktober wird wiederkommen, definitiv. Da haben wir nicht lange umeinander. Der Horror-Oktober wird wiederkommen. Durchschnitt. Bunt. Mike, habe ich dir, grüß dich. Leute haben Bock auf Horror. Ja, offensichtlich. Offensichtlich haben die Leute massiven Bock auf Horror. Nein, kommt wie gesagt wieder. Wir machen schon wieder ein Horrorspiel. Dort seid nicht oben. Es wird nicht sein, dass ich nie wieder Horror spiele. Es werden Horrorspiele irgendwann wieder kommen. Horrorspiele haben aber nicht mein Hauptcontent. Ne? Also es wird jetzt nicht so werden, dass ich jetzt was ich jetzt den Phone verloren. Jetzt habe ich den Phone verloren, weil ich gerade den Chat-Nachricht gelesen habe. Horror ist jetzt nicht der Content, das wo bei mir jetzt ein Standard wird. Horror wird wieder kommen, definitiv. Das ist, müsst ihr euch vorstellen, so ähnlich wie ein Hardcore-Nassel, die machen wir demnächst wieder einmal. Da macht, glaube ich, die Mischung. Ne? Lieber ein wenig weniger machen, dafür holt es aber an jeden ab. Sowohl mich als Streamer als auch euch als Zuschauer. So, was hat jetzt. Du wächst halt auch, kannst stolz sein. Ja, es ist. Das stimmt schon. Also, wie gesagt, ich hätte ja vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren, mittlerweile ist es ja schon ein wenig länger, hätte ich nie gedacht, dass einmal die Kurven stetig nach oben geht. Ja. Klar, jetzt übers Jahr hinweg hast du immer mal einen Hänger drin, da stagnierst du halt einfach, das ist völlig normal. Aber dass der Kanal nach wie vor einfach nach oben wächst und nach oben geht, das ist halt das ist für mich immer noch unglaubwürdig, so auf die Art. Jetzt kommt erst mal der Horror November. Aber, Rudi, muss ich raus. Nein. Also, wie gesagt, Horror Oktober, stellt euch drauf ein, der wird wieder kommen, definitiv. Ich werde den nächsten Horror Oktober ein bisschen besser planen. Ich werde ihn so planen, oder versuche so zu planen, dass wir wirklich 4 Wochen Horror-Content haben und nicht nur 3. Aber der kommt auf alle Fälle wieder. Wenn Resident Evil 9 irgendwann nächstes Jahr rauskommen sollte, dann spielen wir natürlich auch Resident Evil 9. Ist hoffentlich auch keine Frage nicht. Ne? Für sowas bin ich immer zum Haben. Es kann auch sein, dass zwischendurch haben. Gut, mittlerweile, nachdem ich Madison gespielt habe, bezeichne ich Resident Evil nicht mehr wirklich als Horror. Ne? Wo möchtest du noch hinwachsen, bist du so groß? Ja, für meine Verhältnisse bin ich schon groß. Für das, was ich tue und für das, wie ich es mache, ist mein Größ schon. Für mich als Person ist das schon groß. Ne? Für das, dass ich mal gemeint hätte, ich habe nicht einmal mehr wie 10 Zuschauer. Und da haben wir schon sehr gut ausgerechnet gehabt. Also damals, wie ich angefangen habe, habe ich mir so das Ziel gesagt, ja, mal 10 Zuschauer haben, irgendwann. Das war der Traum. So, und jetzt sitzen halt teilweise 30, 40, 50 Zuschauer da. Ja, GG. Danke an die Bazi-Gang. Ja, ohne euch war das halt auch nicht so. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Ne? Klar habe ich vielleicht so ein bisschen einen Einfluss drauf, wie viele Leute da haben. Aber am Ende des Tages ist das euer Verdienst. Ne? Die Zahlen schreibt ihr, die schreibt nicht die macht's es. Es legt's fest, wie es läuft im Endeffekt. Es legt's fest, wie viele Leute zuschauen, es legt's fest, wie viele Rates das, oder ob ich geratet wird oder sonst was, es legt's fest, wie viele Subs das sind, es legt's fest, wie viel, was das wie es ist. Das ist alles eure Sache. Wenn's von heute auf morgen nicht mehr so ist, ja, dann ist es halt so. Dann muss man halt Gedanken machen, ob es nicht an mir liegt. Resi ist jetzt Kindergarten, aber 100%ig. Also nachdem ich Madison gespielt habe, ist Resi Kindergarten. Also 1,95 sind für jeden ganz schön groß. Hey, gell? Vorsicht. 1,96, bitte, gell? Wenn dann schon bei Fakten bleiben und nicht irgendwo ins Internet sitzen, wo es nicht der Wahrheit entspricht. Ja, groß bin ich auch an und für sich, körpertechnisch betrachtet. Ne? Stimmt schon.
Na gut. Na, war schon in Ordnung. Ich bin aber, es war in Ordnung, aber ich bin jetzt auch froh, dass es vorbei ist. So mache ich jetzt auch kein Geheimnis draus. Ja, noch schlimmer. Ja, Kim, hey. Ja, 1 Zentimeter. Der macht das Kraut auch nicht mehr fett. Der macht höchstens Fleisch sauer. Aber das Kraut fett macht er nicht. Na gut, Freunde. Wir haben ja letzte Woche. Letzte oder vorletzte. Letzten Stream oder vorletzten Stream. Ich habe auf jeden Fall mitgelitten. Ganz ehrlich, Chat, wenn's ihr euch abgeholt gefühlt habt, wenn es für eng auch in irgendeiner Art und Weise auch ein bisschen schlimm war, dann hat das Spiel alles oder das Projekt alles erreicht, was es erreichen soll. Ja, ich habe, glaube ich, in den 3 oder 4 Streams von Madison, glaube ich, gefühlt 6 Kilo abgenommen. Also ich bin komplett bedient worden. Wenn es für euch auch halbwegs schlimm war, dann hat das Spiel alles erreicht, oder das Projekt alles erreicht, was es erreichen soll. Soll ja nicht nur mir dreckert gehen, soll ja gewissermaßen euch auch ein wenig mitnehmen. Ja, ich hab meinen Teil, ne, für mich gelangt's. Und Panzerknacker hat es offensichtlich auch sehr gut gefallen. Der, muss man auch sagen, da muss man auch mit Props rausgeben, ne? Durch den Horror-Oktober sind einige Zuschauer viel aktiver geworden. Muss man an der Stelle sagen, der Panzerknacker ist einer davon. Ich weiß zwar nicht, wie er vorher geheißen hat, vielleicht war er auch vorher schon aktiv, aber Panzerknacker ist zum Beispiel eine Person, die ist durch den Horror-Oktober so ein bisschen im Chat aufgeblüht. Und sowas merke ich schon und sowas freut mich halt natürlich auch. Natürlich, kein Front an die Lurker, Dankeschön, dass du da hat's. Freut mich, wenn es bei mir lurkt und nicht bei irgendwen anderen. Aber sowas kann man auch mal appreciaten. Ja, in diesem Sinne, Panzerknacker, vielen lieben Dank und schön, dass du da bist. Geht natürlich auch für alle anderen neue Zuschauer. Der Kadem zum Beispiel war im Horror-Oktober auch des Öfteren einmal im Chat zum Lesen. Sind lauter so Sachen, die wo wir halt jetzt in den letzten 3 Wochen schon massiv aufgefallen haben. Du hast zum Glück oben auf Pause gedrückt, das hat die Situation ein bisschen auflockert. Das war aber ganz ehrlich, da bin ich jetzt ehrlich zu dir, Wifi, das war komplett unbewusst. Ich habe jetzt nicht bewusst gesagt, so, jetzt drücke ich Pause, weil ich es nicht, weiß ich nicht, weil ich nicht mag. Ich glaube, das war einfach, keine Ahnung, das habe ich nicht intuitiv gemacht. Das war irgendwie eine Schockreaktion, keine Ahnung, oder keine Ahnung, vielleicht hat sich da mein Körper gedacht, hey, Überlebensmodus, jetzt bremst du mal, ich kann das nicht sagen. Ich habe jetzt nicht bewusst, bin nicht hergegangen, so Pause, sondern das war einfach aus dem Affekt raus. Das ist, keine Ahnung. Aber du hast schon recht, es hat teilweise ein bisschen den Drang ein bisschen rausgenommen. Was manchmal gut war, vor allem jetzt zum Schluss, die letzte Stunde, da war das wahrscheinlich gar nicht einmal so unangebracht, weil sonst war ich wahrscheinlich narrisch geworden da drin. Aber zwischendurch waren einmal Situationen, da ist es tatsächlich, einmal ist tatsächlich, ich glaube beim allerersten heftigen Jumpscare, wo da käme es, wo uns der Dämon so angeschrien hat, da habe ich wirklich versehentlich, weil ich mich richtig geschreckt habe, da habe ich richtig auf Ding, da habe ich einfach Bratzen zugemacht sozusagen. Und ich danke dir für den schönen Content. Ich hab zum Danken. Es braucht sich überhaupt nicht bedanken. Ich bedanke mich, dass ihr da habt und den Content genießt. Was? Ich hab Madison versoffen. Sei, du hast es leider nicht geschafft. Wir haben es schon überstanden. Aber Trostpflaster für die erste Mal Habitäre. Das ist mal das allererste. Aber Trostpflaster für die Watt ist gespeichert. Die Watt ist gespeichert und die Watt kommt auch auf YouTube. Ne? Dort seht ihr nicht oben. Und bevor die Frage kommt, sei, es war schlimm. Es war richtig schlimm. Also für mich. Für den einen oder anderen Zuschauer wahrscheinlich auch, aber für mich war es richtig schlimm. Ich war so kurz davor, abzubrechen. Dann muss ich spulen, Kacke, Mr. Saijing. Haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet. Der Sigi ist jetzt leider nicht da. Aber Mr. Saijing, ich überreiche dir hiermit imaginär. Kann ich da nicht mehr. Ich überreiche dir jetzt hier imaginär den Horror-Controller. Ne? Du darfst loslegen. Bazi ist mit Horror-Content für heuer raus. Er hat seinen Teil dazu beigetragen. Im Horror-November darfst du dann ausrichten. Mit welchen Spielen auch immer. Ich freue mich drauf, auf der anderen Seite des Regenbogens zu sitzen. Na?
So ist sie mir jetzt aufgesetzt. Genau. Am Sei ist es jetzt aufgesetzt. Habt ihr auch lieb, Bazi? Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Gut, Freunde, wie geht's jetzt weiter? Hab ich vorher gesagt. Sonntag Lords of the Fallen, nächste Woche voraussichtlich am Mittwoch Wunschspray vom Prof. Das muss ich mir dann schnell anschauen, die nächsten Stunden, Tage. Und dann kehren wir langsam in unser gewohntes Story-Game-Umfeld zurück. Ja? Wir fangen mal, wie gesagt, wir werden mal Lords of the Fallen laufen haben. Wir tun mit Lies of P weiter. Ja? Wenn dann eines der beiden Projekte ausläuft, wahrscheinlich Lies of P, vermute ich jetzt einmal, dann rückt eine Hardcore-Nuzlocke noch. Ja, eine Pokémon Hardcore-Nuzlocke für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist was Zauberhaftes, da könnt ihr es mitfiebern. Ja, dem einen oder anderen sagt das vielleicht was. Der eine oder andere war bei der letzten Hardcore-Nuzlocke und bei der vorletzten Hardcore-Nuzlocke schon dabei. Und dann werden wir noch irgendwann, wenn dann Lords of the Fallen vorbei ist, werden wir uns Assassin's Creed Mirage einmal anschauen. Ja? Also es kämen die ein oder anderen Storykracher. Keine Sorge. Wir würden uns natürlich freuen, wenn auch die Leute, die wo jetzt im Horror-Oktober zu uns gefunden haben, zu uns in die Party gehen, wenn die ein wenig hängen bleiben daten, vielleicht gefällt ihnen das genauer so. Ja, ich weiß schon, Assassin's Creed ist halt kein Medicine nicht, das ist mir auch bewusst. Aber ich glaube, dass bei uns schon eine ganz angenehme Zeit ist, wenn wir mit den Storyspielen ein wenig durchherumpeln. Ja? Manchmal kommt da also ein bisschen der Erklärbase durch, der hat sich auch ein bisschen positiv durchgesetzt zu den letzten Jahren, wo ich so mitgekriegt habe. Ich glaube, das glaube ich, da dem schon passen. Da kann ich auch neue Punkte farmen. Ja, Prof, das war absolut der richtiger Pro-Gamer-Move von dir. Ja, du hast jetzt einen Spiele-Request gemacht, den wo wir auch machen, abgesehen davon. So, jetzt hast du dann 75.000 Punkte weniger und dann hast du durch die Hardcore-Nuzlocke die Chance, das ist nicht garantiert, wenn du Mr. Price warst, dann hast du eher die Chance, dass du mehr Punkte verlierst, als wir gewinnst. Aber du hast theoretisch in der Hardcore-Nuzlocke die Möglichkeit, wieder einen Haufen Punkte zu gewinnen. Wobei es noch mal dazu sagt, diese Hardcore-Nuzlocke wird auf einem ganz anderen Niveau sein. Sag ich, wie es ist. Das wird anders. Also wer bei Rising Ruby vorletztes Jahr dabei war, die war schon nicht ohne wieder Kindergarten. Das war Kindergarten dagegen. Haben wir eigentlich mein Big Brain Time schon gemacht. Gut, dass du sagst, das können wir jetzt auch noch schnell machen. Mr. Saijing, da hast du einen absoluten... Da hast du mir jetzt sehr gut dran erinnert. Machen wir natürlich auch gleich noch. Big Brain Time. Stimmt. Haben wir ja gesagt, gerade verschieben wir auf heute. So, jetzt müssen wir mal schauen. Letztes Mal haben wir über Star Wars geredet, meine ich, gell? The Force Unleashed war das, genau. Steht ja so schön in meinem biblischen Buch. Okay, es geht um das Spiel Spore. Spore quasi. Wer kennt das? Kennt Spore irgendwer? Hallo Bryce. Ich hab meinen Namen in Verbindung mit Punkte und Nuzlocke gehört, Kekwi. Ja, du bist halt, Bryce, das Meme kriegst nicht mehr los bei mir auf dem Kanal. Ja? Du magst bei anderen Kanälen, wo es Punkte angeht, erfolgreich sein, aber nicht bei mir. Ja, freilich, Spore Beste, Spore ist lustig, okay, es gibt zwei Leute, die Spore kennen, ich kenn's nicht. Irgendwie kommen wir manchmal so vor wie so ein absoluter Spielelegastheniker, ich kenne so viele gute Spiele nicht, keine Ahnung. Okay, wenn man in Spore von oben auf die Galaxie sieht und diese so schnell wie möglich dreht, taucht das Gesicht von Will Wright auf, dem Creative Director des Spiels. Ist das eine Tatsache? Kann man das bestätigen? Irgendwer? Ich kenne es auch nicht. Ja, okay, gut, Birgi kann es nicht bestätigen. Also nochmal. Wenn man in Spore von oben auf die Galaxie sieht und diese so schnell wie möglich dreht, taucht das Gesicht von Will Wright auf, dem Creative Director des Spiels. Interesting. Ich sag, ich kenne Spore leider nicht. Sonst kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich kenne es nicht, kenne nicht mal das Spiel. Also ich glaube in der Bibel bisher, da waren vielleicht 5 Spiele oder 6 Spiele, die wo man vom Namen her schon was sagen. Und von den 5 oder 6 Spielen habe ich vielleicht 2 selber gespielt. Da kommen alle Gesichter der Entwickler. Okay, der Joje kann das bestätigen. Das ist zauberhaft. Er hat's Bu angefasst. Was? Was? Bu? Dämon Bu? Was? So, warum ist jetzt der Ton weg oder was? Eine Nix-Wiedergabe anhalten. Du kannst mir mal schlecken. Nemo. Jetzt steh auf den Schlauch.
Ja, sitzt ja auf dem Schlauch. Sorry. Achso, das Bo. Nein, das Buch. Das Buch. Na gut. Leute, ich schaue jetzt einmal schnell. Habt ihr nicht Findet Nemo gesehen? Doch schon, aber das ist schon Jahre her. Findet Nemo ist es bei mir schon ewig lang her. Da hat es einmal so einen komischen anderen Ableger noch gegeben, der war auch ziemlich cool, der Film. Weil da haben nämlich österreichische Synchronsprecher dabei, das habe ich so gefeiert. Happy Fish hat der geheißen. Der war auch richtig, der war richtig, den habe ich noch besser gefeiert wie Nemo. Aber Happy Fish ist leider immer so ein bisschen unterm Radar geflogen. Aber der war richtig cool. Da habe ich mich damals schlapp gelacht, weil da, jetzt weiß ich nicht mehr, das waren glaube ich Krabben oder Langusten, ich weiß nicht mehr genau. Die haben dann österreichischen Dialekt gehabt. Ohne Scheiß, ich hab mich weggeschmissen vor lauter Locher damals. Fische sind Freunde, kein Futter. True Story. Obwohl ich trotzdem auch gerne mal einen Fisch hab. Wisst nicht. So, oh, Zabi ist noch live, das ist gut für uns. Ja, da haben wir einen Rage Reading. Passt, haben wir schon ausgeschmatzt. Haben wir schon ausgeschmatzt, perfekt. Nein, lass mich heute diskutieren sogar. Anscheinend. So, Freunde der Sonne, wir werden an der Stelle aber für heute Schluss machen. Ich glaube, das ist gut für mich. Ich glaube, das ist auch in gewissermaßen gut für euch. Wir sehen uns sehr wahrscheinlich am Sonntag wieder. Ich werde im Laufe der nächsten 2-3 Tage Ankündigungen in Discord schreiben. Ausrufezeichen Discord an der Stelle. Bitte Leute, kommt da gerne auch noch drauf. Das kostet euch nichts. Ja, ihr kriegt mit, wann ich live gehe, mit was für ein Spiel, was für Uhrzeit, was für ein Tag. Kriegst alles umsonst dort. Sabi ist off. Wie Sabi? Hä, die war doch gerade noch da. Oh. Das ist off. Das ist blöd. Dann gehen wir zur... Wo gehen wir denn hin? Gehen wir zu Tini, gehen wir zu Mia. Sims 4. Habt ihr Bock auf Sims 4? Komisch, warum wird man dann die dann noch in der Liste da angezeigt, ist die Frage. Ja gut, ich hab Bock auf einen Döner. Ja, nicht nur den hätte ich jetzt auch. Ich glaube, Sims 4 ist... Rappi wäre... Stimmt. Rappi ist online? Ach da... Alter, was ist mit meinem Twitch kaputt? Warum? Ja, okay, dann gehen wir zum Rappi. Der macht Just Chatting. Auch in Ordnung. Passt. So. Gut, Freunde der Sonne. Wie gesagt, Discord kommt gerne noch drauf. Wer noch nicht drauf ist, habe ich schon gesagt. Gerne noch kostenlos einfolgen, wenn da irgendwer sitzt, der es noch nicht da hat. Vielleicht gefällt dir das ja ein bisschen, was ich da betreibe. Bleibt gern dabei. Druck aufs Following, kostet nichts, aber hilft mir schwer. Vielen lieben Dank an der Stelle. Wir gehen jetzt zum Rappi, der macht jetzt aktuell Just Chatting. Ich weiß nicht, ob und was er zockt. Raycommand ist auf alle Fälle im Chat. Also für Subs und für Non-Subs gern kopieren und beim Rappi einfügen. Beim Rappi ebenfalls Support da lassen. Ja, also auch kostenlos einer von ihm, wer es noch nicht da hat, ist auch ein sehr sympathischer Kerl. Also bitte schön ein bisschen Liebe teilen, okay? Mehr Liebe für die Welt, gerade jetzt in den aktuellen Zeiten, ist Liebe auf der Welt auf alle Fälle keine verkehrte Sache nicht. Draußen spinnen sie stark nur umeinander, da können wir zumindest mehr auf Twitch ein wenig zusammenhalten. Ne? Gut, Freunde, wir sehen uns dann sehr wahrscheinlich am Sonntag wieder. Ich sag, die sagen Bescheid mit Lords of the Fallen, ich freue mich schon drauf. Und ich bin jetzt froh, dass Madison um ist. Holy shit. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche und viel Spaß beim Rappi, macht es gut. Und nochmal merci für alles, fürs Dosen. Bis Sonntag. Hauen Sie rein. Auf Wiederschauen. Sure I know.